Leck mir am Arsch, Timmy-Boy, haben wir mir dermaßen synchron, so synchron waren wir schon lange nicht mehr. Was ist denn mit dem, warum schaut denn der Chat aus, wie er ausschaut? Was ist ihr? Ja, es ist jemand, die warte mal, ich lade ihn rein. Achtung, Chat aktualisieren. Warte mal. Was ist mir wurscht? Timmy-Boy, grüß dich daheim, Hashtag Boppermann, kannst du den Rest vom Saufen rein? So. Muss kommen, ist ja gerade mein Montag, Grüezi fix. Haben wir mir nicht gerade Green Hell gespielt? Das war letzten Mittwoch. Zeit ist wirklich gar nicht. Was ist denn eigentlich mit meinem Board da? Ja, ist eh alles wurscht. Grüß mir erstmal auf, eine. Habe die Ehre an den, ich mag jetzt den klaren Namen mag ich nicht vorlesen, nein, das nehmen wir nicht. An den Niklas, an den Zeimersepp, an den Kuiper, an den Zamper, an den Marcel, an den Grotzer, an den Misa, an den Baumgarten, an den Forest Quarter, an den Grügerten Bazi, an den Dreadmore. Dread haben wir gesagt, nicht Ding, so. An den Termi, an den Anderl, an den Riesemike, an den Manuela, an den Damals, an den Baumgartner, nochmal, weil er zweimal geschrieben hat und überhaupt nicht sowieso. Sebastian, merci für 36 Monate, habe die Ehre miteinander. Timmy-Boy, grüß dich, daheim, merci für den Euro. So, wir schauen mal aus. Was? Kongo Survival Guide? Fleisch am besten sammeln, drucken. Bei vergammeltem Fleisch am besten sammeln, drucken. Was passiert dann? Ich meine, mittlerweile habe ich schon so halbwegs verinnerlicht, dass wenn man Dinge sammelt, dass die dann zleckt werden. Was passiert aber, wenn ich das Schimmels Fleisch sammelt? Wird's dann wieder gut. Dear Game, this is not how it works. Wir sollten da drauf kommen! Ah, für was habe ich nicht dabei? Damit es in den Chat reinschreibt, was ich tue, den ich dann nicht lese. Bierman! 71 Monate. Endlich bin ich auch mal wieder dabei. Arbeit ist bloß noch Stress momentan. Herr Bierman, da kann ich auch so ein kleines Lied davon singen. Zumindest in der letzten Woche. So, es ist, waren wir vorher auf Anschlag, dann war kurz Weihnachtsurlaub so, super. Und jetzt sind wir wieder da. Da werden wir uns übrigens heute mal darüber unterhalten, an alle Annexianten. Nach dem Gameplay werde ich euch mit Annex vollschwafeln, damit nichts passiert. Die Zukunft des Spiels, die Probleme des Spiels, die guten Sachen des Spiels, etc. etc. Langsam. Ich bin maßlos überfordert. Da war Hicke! Mr. Hofineder, oder? Wo habe ich das ja Grüezi fix? Die Drecksliste ist schon wieder so lang, dass ich herscheiß. Hofineder! Welcome to the Squad, mir ist für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, da wieder Ihre Hofi, wer nicht mitmacht, ist ein Kartoffel. So. Wo haben wir einen Pro zu schauen? Merci für 58 Monate Biermann, merci Javi, merci wieder ein Zwiegel. Ein guter Start in die Wochen. Achso, der Stream meinst. Das werden wir sehen. Ich sehe uns in 10 Minuten schon wieder irgendwo hinkotzen, ohnmächtig werden und sterben. Herr Lord Lorenz! Der Name ist richtig geschrieben, aber der Betrag ist zu viel und du weißt es. Habe dir aus Österreich zurück aus Bayern. Kuss auf die Nuss, danke dir. Spreng. Seine Auftragsbestätigung FIA die Silikatlieferung pro Heikoer Zahlungsziel Incoterms ogeben sen. Mein interplanetare... Vollidiot. Das muss ich vorlesen. Sprengi sein Scheiß muss man vorlesen. Wenn der Sprengi schon einmal einen Euro reinhaut und seine Dummscheiße nicht bloß in den Chat platziert, dann muss ich es vorlesen. Sprengi, merci für den Euro. Was haben Weltraumadler und Bewohner von Kempten gemeinsam? Beides Allgeier. Oh, leck. Wie lange hast du noch an dem gearbeitet, sag? Der ist halt, oh leck, Alter, der ist Was haben Weltraumadler und Bewohner von Kempten gemeinsam? Beides Allgeier. Du bist so behindert, das ist, du musst doch zwischen die Streams, musst du da sitzen, hast einen Notizblock und da schreibst du deinen geistigen Scheißdreck auf und wenn Stream ist, suchst du den besten aus. Sagst du, es ist. Das anders nicht zu mir erklären ist! Dieses Level an Schwachsinn über 8, 9 Jahre zu halten, heute für unmöglich! Was ist mit dir? Viele Autobahnen, da hat es hier Zeit. Oh, da fährt jemand arbeitstechnisch sehr viel Auto. Ah.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hochstehen. Fahrräder. So, ich muss jetzt keine Ahnung, 4,5 Stunden auf Frankfurt fahren. Wie lange fährt man von Frankfurt? Fährt man nach Frankfurt von da? Ich weiß nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Sagen wir, 5 Stunden auf Frankfurt fahren, was kann man da? Schauen wir uns nebenbei passiv irgendeinen Film an oder hören wir uns einen Podcast an. Ja, Film schauen, ich jetzt ja auch keinen Film schauen unter dem Auto. Von ich hau ich alle noch keinen Arsch. Einen Podcast anhören, damit wir uns irgendwie über irgendein Thema, das mich interessiert, oder dass wir vielleicht sogar noch was lernen. Na, was tut der Sprengmeister? So, wir kannten wir jetzt einen Weltraumadler. Ich frage mich, wie man auf sowas überhaupt kommt. So, Weltraumadler. Stichpunkt Weltraumadler. Was kann man uns da für eine Scheiße einfallen lassen? So, dann so halbscharig irgendwo auf der Hälfte von der Strecke. So, was haben wir noch? Kempten, ja, und Kempten haben wir gerade vorbeigefahren. Was kannten Weltraumadler und Kempten gemeinsam? Ein Allgeier. Und dann hockt er drin in seinem Auto, wenn der Spruch dann fertig ist, hockt er wahrscheinlich so im Auto drin. Anders ist nicht erklärbar. So, bei wie vielen Leuten muss ich jetzt Dankeschön sagen? Kruzifix nochmal. Bauverbirg müssen wir 24 Monate, Zifix müssen wir 15 Monate. Staudi, das muss ich auch vorlesen, der Chef kannst du am Spirit 1 für uns ausrichten, dass auf seiner Auftragsbestätigung für die Silikatlieferung vor heute kein Zahlungsziel Incoterms angegeben sind. Meine interplanetare Buchhaltung trat schon durch, deswegen danke. Du Vollidiot, merci dir. Spirit! Füll dir dann einmal den Lieferschein gescheit aus! Zifix! Wenn er nicht weiß, wohin damit! Das sollte man wirklich tun müssen, das war das Geilste. Hey, du schickst dann einen anderen Spieler, schickst irgendwelche Rohstoffe, dann musst du einen Lieferschein ausfüllen, bevor du es wegschickst. Der eigentlich lustig finden. Stürmler kein mehr für 44 Monate. Daui viel mehr für 36 Monate. Tobi mehr für 39 Monate. Opa mehr für 64 Monate. Spickmaster mehr für den Zwickel. Stürmler kein mehr für den Fünfer. Herr Geisberger mehr für den Fünfer. Hauptmann Crash, sag mal, wie viel Worte? Herr Crash Moonfire, merci für den Zwilling. Grüß die Birkbert, Zero Depth. Ich gebe mir Mühe, aber das wird halt nichts, glaube ich. Vielleicht gefällt mir deswegen das Spiel so gut. Herr Marvel Maniac, merci für 39 Monate. Glenser, merci für 25 Monate. Herr Käfer, merci für 4 Monate. Der Birger, endlich mal wieder live dabei. Zeit ist 2 Glenser. So, können wir jetzt vielleicht noch irgendwas lesen, bevor es 10 noch ist. Auf und schöner Stream. Halt mal ohne Topf, da, I doubt it too. 39 Monate schon, sie fix auf, 39 weitere. Herr Marvel Maniac, das will ich doch hoffen. Ich werde in 39 Monaten noch da sein, da gebe ich den Brief und Siegel. Da denn sonst am Montag um 8 Uhr auf Nacht. Sandwich-Hack des Tages, Röstzwiebeln. Oh, was weiß ich gestern? Ich bin momentan in einem Stadium des Sandwich-Toasters. Ich habe nichts mehr zum Essen daheim, nicht mehr viel. Und dann da das Toastbrot, das letzte ist, was kaputt geht, zumindest bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Gibt es halt momentan die letzten 2 Tage übers Wochenende Sandwich-Toast sehr oft. Was weiß ich da eine, ich schmiere dann alles sein, was da ist. Das ist immer gut. Da kommen Kreationen raus. Und wenn's, ich meine jetzt durch die Blume gesagt, wenn's davor noch eine lustige Zigaretten geraucht hast. Das sollte man eigentlich mal aufnehmen. Ja, du weißt es so. Was da ist in dem Sandwich-Toaster-Land, das ist unnormal. Bresso. Der OG-Bresso. Dann habe ich noch einen Bauernschinken gehabt. Da habe ich auch nicht drin verteilt. Dann normal so Salami habe ich noch gehabt. Da habe ich auch reingeworfen. Salz, Pfeffer, ein wenig so, ja. Und dann probiere ich momentan, jeder hat doch mit Sicherheit in seiner Kühlschranktür, da bin ich nicht der Einzige auf dem Planeten, da bin ich mir 100% sicher, da machst du die Kühlschranktür auf und dann schäbert's. Und warum schäbert's? Weil da die ganzen Grillsoßen vom Sommer noch umeinander stehen. Die zwar seit 2 Jahren abgelaufen sind, aber die gingen schon noch. Die gingen schon noch! Jetzt halt aber den Mal, die gingen schon noch! Ja, und dann tust du da mal, weiß ich nicht, eine Knoblauchsauce rein. Ein Ohr habe ich auch da noch. Sehr schön. Michi, gut, dass du mich daran erinnerst. Ein hartgekochtes Ohr in 2 Scheiben, beziehungsweise in 4 Scheiben schneiden und dann in kleine Stücke rein. Und dann ein Senf ist auch immer ganz gut. Senf geht immer, Alter. Und mehr Sauce sein und so. Das war so die letzten Tage die Nahrung, die ich zu mir genommen habe. Aber du weißt, was sonst. Hey, da haben noch 8 Pommes im Ofen. Ja, im Tiefkühl. Hau eine! Oh, leck Pommes im. Oh, leck, Alter. Pommes? Hat schon mal jemand Pommes im Sandwich? Und dann ein Bronzespiegelohr. Ja, das ziemlich hart ist, aber das Eigelb ist noch nicht ganz hart. Also ein bisschen, weißt du das schon? Fuck. Hab ich noch Ohr? Ne, hab ich auch nicht gefressen. Ich mache mir da, ich nenn's liebevoll Amerikanki.
nennen sie gern. Das hat mir der Pap gelernt, da war ich 5. Da war nichts zum Essen, da hat er gesagt, jetzt gibt's ein amerikanisches Frühstück. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist super einfach, da legst du einen Spiegel in den Pfann und dann machst du den Spiegel halt drauf und weißt, bis es fertig ist. Und dann fährst du mit dem Brot ein, salzt das wird sauer und frisst das. Geilste Scheiße ever. Geilste Scheiße ever! So, wir spielen jetzt. Spielen wir heute eigentlich? Green Hell, super. Fuck my life. Ein Bauernbad halt. Ja! Alles kann in den Sandwich-Toaster. Das ist genauso wie mit Ramen übrigens. Wie weiß man How to Airfryer? Das ist ja langweilig. Der neue moderne Scheiß. Airfryer, weil der Ofen vorher keine Umluft nicht gehabt hat oder was? Also der Airfryer finde ich ehrlich gesagt, gut, ich kenne natürlich die Vorzüge eines modernen Ofens, kenne ich erst seit einem guten Jahr, seit wir den neuen Kick haben. Und da ist ein relativ moderner Ofen drin, der hat halt auch Umluft und sämtliche Dinge und so weiter und das ist für mich dasselbe wie ein Airfryer. Ich habe einen Airfryer. Und Pommes schmecken da genauso wie da. Ich hab noch nicht mehr, es ist noch nicht mehr billiger gewesen. 10 Neues! Jetzt hat es einen Fotz mit einem Schein. Zahlen wir Sepp. Das war ein nice How-To. Heute, hallo, aus How-To Sandwich Toast kann ich komplett eine neue Serie anfangen damit. Da kann alles rein! Bestigste Kreation, Alter. Da machen wir so eine Mischung aus How-To und How-To, was gerade da ist. so jetzt einmal. Alerts, schalt mal aus. Zahlen wir Sepp, mehr als für 50 Stoshi, mehr als für 25, Gerald von Plötzlich, mehr als für 18 Monate, Max, mehr als für 3 Monate, Lagli, mehr als für ein Zwickel. Denke immer dran, es gibt mehr Flugzeuge unter Wasser als U-Boote in der Luft. Fuck, das stimmt. Mehr als dir, mehr als den Rest. Jetzt holt's ja einmal Spämmer. Eingespeist wird! Wieso hänge ich da so in der Luft, damit ihr mein Versagen unter mir sehen könnt? Das ist gut. So, Einzelspieler, hier weiter, wo sind wir stehen geblieben? 22:18 Uhr am 14.01. Was ist denn heute eigentlich für eine? Der 19. Das war vor 5 Tagen. Es gibt mir vor mir, was war es vorgestern gewesen? Ich weiß es ja mal nicht. So, meine Damen und Herren, bitte lehnen Sie sich zurück. An alle, denen ich jetzt verhudelt. Fickt euch! So. How to Kühlschrank, Airfryer und Thermomix, beste Kombi. Wir haben so einen Billig-Thermomix gehabt, das war so wie, oder Mr. Cuisine oder irgendein Scheiß, die Lidl-Variante halt, die haben wir mal ausprobiert. Da haben wir die Schwiegerleute, erstmal Pause drücken, da haben wir die Schwiegerleute geschenkt. Was ich mit dem Ding da hab, genau gar nichts. Ich hab einmal Brokkoli gedünstet. Brokkoli ist eigentlich ziemlich geil. Ich verstehe nicht, warum so viele Kinder Probleme mit Brokkoli haben, bloß was grün ist. Sitzt einer Farbenblindbrenner auf und machst ihn rot. Fressen er schon. So kreislig ist jetzt ein Brokkoli auch nicht. Dann hab ich da reingedünstet und dann da war der nicht schlecht. Aber für das brauche ich keinen 1000 Euro Thermomix. So viel, weiß ich nicht. Der Thermomix macht meine Tiefkühlpizza nicht. So mit dem Scheißding. Seid halt zwei Fotzen vom Fressen, ich flipp aus. Stream wieder gelb? Wieso? Weil ich den Thermomix beleidigt habe. Dümmsten wär's wie in einer Adresse. Auf den Stream und auf den Airfryer. Ich will einen scheiß Airfryer! Brokkoli mit Knofi. Ich tue da meistens gar nicht rein, so ist fertig. Ich mag ich. Ich friss auch, ich sag's auch, wie es ist. Wenn ich mal etwas Leckereres koche, wo ich auch Pfanne hernehme und so, dann friss ich den Brokkoli, also beim Brokkoli herschneiden und so, ja, da frisst du damit so an. Und dann? Brokkoli reindünsten, die Kiffer wieder, wow. Und dann ein Käse drüber, Alter. Wer braucht Liebe, wenn man Dinge mit Käse überbacken kann? Wer die Antwort auf diese Frage findet, der kriegt von mir einen Friedensnobelpreis. Birgers flauschiger Friedensnobelpreis. Komm ich zu dir nach Hause und überreich dann. Ja? Burger mit Speck. Oh, leck Burger mit Speckmarmelade. Es ist halt so geil, wie sich das, wenn du Hunger hast, nochmal verändert, wenn du vorher lustige Zigaretten geraucht hast. Das ist absolut. So, wir spielen jetzt Green Hell, halt's einfach auf in Natur. Für einen neuen Ofen. Wo ist ein neuer Ofen? Ich brauch keinen neuen Ofen, der ist noch neu. Der ist tipptopp, der Ofen. Schluss jetzt. So, wo sind wir? Okay, wir sind beieinander. Wir haben nicht viel Lehm. Warum haben wir nicht viel Lehm? Weil wir mir keine Kohlenhydrate und kein Fett nicht haben. Das ist schlecht, aber wir können so überleben. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Feuer. Okay. Phase 1, Feuerstelle wieder herrichten. Wieso geht denn die Feuerstelle überhaupt kaputt? So, Tagebuch N.
Wir bauen ein Feuer, ich glaube da. Tipp, top. Schau dir das an. Das stellen wir wieder direkt da so drunter. Den wir gar nicht lange umeinander. Haben wir mir keinerlei Steckern mehr, oder was? Da liegt Kohle. Feuerbrett. Kleiner Stock. Irgendjemand hat mich zusammengeschissen, weil ich nicht weiß und weil mir keiner sagt oder weil ich es nicht lese, wie man kleine Steckern macht. Also wenn man aus langen Steckern kleine Steckern macht und wenn man wie man den... Kann man den... Das weiß ich mir auf. Wenn ich da jetzt auf Sammeln tue, werden dann kleine nicht raus. Tatsache schon. Haben wir die Bam zusammen, wir brauchen ein Feuer. Da, hier. Haben wir eigentlich ziemlich gut benannt. Wir haben nicht dreckig, wir haben keine Parasiten, wir kotzen noch nicht, das ist eigentlich alles grün. Alles im grünen Bereich. Das haben wir zusammen. So, das haben wir. Komm mal. Jetzt, wir müssen jetzt doch eigentlich. Ja, super. Verbrauchtes Haltbarkeit, das hätte man vielleicht wirklich. Was passiert, wenn ich. Und das brauchen wir nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Birger, was hältst du eigentlich von Hightail? Das habe ich vorher überlegt, ob man das kurz. Ich habe Hightail mitgekriegt, das ist jetzt so ein. Wie soll ich sagen? Da kriegen wir aber gleich Feststeckern raus. Das ist so ein bisschen ein Minecraft-Verschnitt, aber moderner. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Und ich dachte mir, ob wir uns das eventuell einmal anschauen, dass wir vielleicht einmal so ein Hype-Spiel mal mitnehmen, nicht erst 8 Jahre später, wenn es keine Sau mehr interessiert. Und jetzt pass auf, jetzt wenn ich da auf Sammeln drücke, fallen dann die ganzen Steckern aus. Ja. So. Hightail ist Minecraft 2 noch nicht. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut dazu. Noch ist es das nicht. So. Jetzt muss ich muss mir schon wieder umdrehen. Es geht alles, das muss alles so schnell gehen alles. Benutzen. Scheiße, haben wir mir nicht alle? Ja, haben wir. Schau, okay. Haben wir alles Apparillo. Was ist jetzt? Das haben wir letztes Mal nicht mehr durchgekommen, weil wir nicht mehr genug Zeug gehabt haben. So, haben wir da was? So. Irgendjemand hat mir geraten, ich soll einmal. Das ist gekocht. Das ist ja gut, das hat jetzt so schlecht ausgeschaut. Wieso schaut das so. Da isst man mal was. Warum nicht? Was passiert? Namen, das ist der Energizer Fungi, kann man den not senden? Weiß ich nicht. Schmeißt weg! Wo habe ich den jetzt sichtbar vergeben? Verschwinden die da irgendwann einmal wieder? Die müssen weg. So, da haben wir unseren Speer. Fischmeister, bleib du einmal schön da, wo du bist. Bleib mir noch mal stehen können. Oh, ich glaube, ich hab die. Hab ich noch oder hab ich nicht? Knochenzüngler Körper. Schau her, haben wir alles da. Sammeln. Oh, im Wasser stehen bleiben. Schlechte Idee. Ja. Was haben wir da? Hier getrocknet. Wunderbar. Immer ein bisschen Fischibraten. Wir brauchen mal andere Nahrungsquellen. Was zischt denn da so? Knochenzüngler Schuppe. Da haben wir auch Wasser herin. Ja, wir schauen schon gar nicht so schlecht aus. Aber wir müssen mal auf Expedition gehen. Wie spät haben wir es? Ihr merkt euch einmal, 45 Grad West, und ich auf Zeiten 45,32. Wenn ich nach diesen Koordinaten frage, will ich im Chat 45,32 lesen, damit ich weiß, wo wir hin müssen. Kinder, Vogel! Kann man die auch essen? 3/4 Kruzifix. Gehen wir mal in Richtung. Jetzt warte mal, wir können die Steckern. Weißt du, was man noch bauen kann? Wir könnten mal so kleine Lager bauen für Steckern, für Lagerkiste. Da brauchen wir Lehm, Stock und Seil. Da, das kriegen wir hin. Kleiner Lagerkorb, großer Lagerkorb. Was gibt da rein? Lagert große Steine, grüne Kokosnüsse und Lehmziegelsteine. Da sehe ich nicht Sachen noch mal ein bisschen, damit wir da die Steckern reinwerfen können, damit die nicht überall greift. Da sowas da. Langer Stock, Holzscheit. Ich hätte jetzt einmal gesagt gehabt. Weißt du was, wir bauen mal sowas. Sowas bauen wir? Wo bauen wir uns das hin? Das weiß ich nicht. Das bauen wir da irgendwo. Wo bauen wir das hin? Ich habe keinen Platz. Oder ich komme nicht ins Feuer reingehen. Nein, wir gehen nicht nochmal ins Feuer rein. Ich mach das nochmal weg. Das da machen wir nochmal weg. Ja, da liegt das ganze Klümpel. Achso, so kann man es natürlich auch lagern. Ja, gut. So, das nehmen wir. Genau, das stellen wir einfach einmal da so her. Zack. Und dann, was brauchen wir? Langer Stock. Haben wir einen langen Stock? Langer Stock.
Langer Stock. Wie viel brauchen wir? 6. Disgusting. So, nicht sprinten, Birger. Wir sprinten nicht. Ich glaube, dass wir den heutigen Tag einmal damit verbringen, dass wir unser Lager ein bisschen ausbauen, damit wir da mal ein bisschen, weißt das schon. Ein bisschen weißt das schon. Hier Holzscheit. Das nehmen wir natürlich. Oh, Faser nehmen wir mit. Faser ist wichtig fürs Feuer. Faser. So. Machen wir so. Und den muss ich aber zauen. Da kriege ich keine langen Steckern, wenn ich den sammle. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn nicht, korrigiert man mich im Chat bitte. So. Mein Kruzifix, nimm halt. Ich ziel doch auf den Stecker! Wieso nimmt man den nicht weg hinten? Kruzifix. Ja, das wird schon. Wird schon. Feuerbrett, nimm sie mal mit, kein Platz im Rucksack. Wir brauchen ein Lager. Bevor wir eine Expedition starten, muss ich die Sachen irgendwo hinlegen oder so. Haben wir da noch irgendwas Tolles? Nein. Die scheiß Feuerbrettel kannst du auch in den Arsch schieben, die fallen aus wie... Was? Schaut nicht da... Ja, aber regt's jetzt aus dem blauen Himmel aus, oder was? Huhn. Oh. So. Dann nehmen wir nochmal 2 mit. Schiffessen verbrennt! Oh, das ist absolut richtig, ja. Es gibt... Nächstes Medium. Rare. Oder kaputt. Da haben wir uns doch einmal ein Ei. Hier, gekocht. Essen. Warum nicht? Warum nicht? Oder ein schönes Blätterdach. Wunderbar. Das Feuer brennt auch noch 3 Stunden lang. Kann ich Feuerbredel verbrennen? Feuerbrett. Rein damit. Jawohl. Feuerbrett, rein damit. Machen wir unseren Rucksack ein wenig schlanker. Wunderbar. Wir brauchen noch mal lange Steckern. DJ Wookie zum Thema Käse. Liebe mag kompliziert, unberechenbar und manchmal schmerzhaft sein. Käse überbacken ist immer ehrlich, immer warm und immer da, wenn du ihn brauchst. Gruß. Das ist absolut richtig. DJ Wookie, merci dir. 10er ist zu viel für den Blödsinn. Aber merci dir. So. Bam. Langer Stock. Wo schon schön, dass der auseinandergefallen ist. Das gefällt mir gut. So, wir sterben heute nicht. Warum blinkt meine Uhr? Mit der wir uns jetzt da ein bisschen was aufbauen. Und übersehen wir Zeit nicht. Dann kann nichts passieren. So, hineinstecken. Seil haben wir. So, da können wir jetzt Holzscheitel reinstecken. Können wir den ganzen Scheißdreck da eigentlich abholzen? So, warte mal, wo haben denn meine Werkzeuge? Die haben da. Auf 4 haben wir das Ding da. Können wir die da niederholzen? Ja! Verschwindet der Bums da irgendwann einmal? Ich hoffe. So, pass auf. Da brauchen wir nämlich noch was für lange und kurze Stecker. Nein. Ja? Hilft ja nichts. Ja, die Scheiße verschwindet. Sehr schön. Müssen wir mal da ein bisschen eine Fläche schaffen. Hier. Wie spät ist? 11:30 Uhr. Hier wird schon wieder fast keine Ausdauer nicht. Sollten wir uns mal ein bisschen zum Heideln-Healing, habe ich gemeint. Kriegt man das? Hau ich da in die richtige Stelle hin? Ich weiß es nicht. Mein Stor hält nicht mehr viel aus, aber Storner haben wir zum Sauffuhren, das passt schon. Mach jetzt einmal die Stauner, das bin ich nicht also einfach geht halt. Hau einfach in den Stauner rein und 5 Sekunden später despawnen's. Oh, shit. Hau Seriously? Shit! Haben wir nur einen Stor. Hau rein jetzt da in das Scheißding. Damit ich da einmal was sehe, ist der Wahnsinn. Da, das braucht auch keiner. Alles wird niedergeholzt. Wo sich der Mensch ausbreitet, wird alles niedergehen. Wuchs die Scheiße nach, bitte sag nein. Bitte sagt's nein, weil sonst wie narrisch. Was ist eigentlich mit der Banane da? Wachsen da eigentlich Bananen noch? Was gibt denn eine Banane? Banane. Gib mir mal eine Banane. Die gibt Kohlenhydrate, das muss er mir etwas sagen. Können wir uns gleich mal merken, ne? Lustige Bananenstaude. Du bleibst da schön, brav stehen. So, du kommst gerade recht. Ein paar Coconuts kann man noch brauchen. Oh, die findet man schon. Mulchgerät war gut. Schaut schon richtig clean aus. Das ist schon mal ganz was anderes da. Ist ganz was anderes. Aber jetzt platzieren wir mal die anderen Steckerdinger. Das ist das drum für einen langen Stock. Langer Stock, wo kann man das hinbauen? Wieso kann ich das? Und das ist ja da jetzt vollkommen wurscht. Das ist ja bloß unser. Wir müssen wir irgendwo anfangen lagern. Wo kann ich das da? Nicht ins Feuer, nein. Kann ich das da drauf bauen? Nein, kann ich nicht. Drehen, abbrechen. Platz schaffen.
nehme ich jetzt gerne einfach da daneben herzimmern. Das ist doch gerade irgendwie irgendwo gegangen. Kann man das nicht einfach irgendwo da grob? Ja, können wir nicht, da ist doch genug Platz, oder? Nicht ins Feuer gehen. Na! Da zimmert man es einfach hin, weil es mir wurscht ist. Und das kleine Ding, langer Stock, Stock halten. Ah, den zimmert man da so her. Da war er perfekt jetzt. Ach Mann. Ja, schau her. Ah, fucking Perfection. Das war der erste, den wir brauchen. Wir müssen uns dann langsam, wie spät ist. Schauen wir mal auf die Uhr. 12 Uhr, sagt sie da gescheit hin. 12:40 Uhr. Das ist jetzt müssen wir mal ein paar Stunden schlafen, weil es nicht hilft, du. Müssen wir ein paar Stunden schlafen, weil es nicht hilft, sonst geht uns die Energie aus und jetzt reißen wir wieder nichts. Wie schaut das Feuer aus? Feuer schaut gut aus. Da können wir doch noch, jetzt muss ich was probieren. Jetzt pass auf, kommen wir das so und so. Ja, komm mal, easy schon, ja. Schlafen wir mal 3 Stunden. Nicht viel, damit wir noch durchschlafen und am nächsten Tag Zeit haben. Ja, vielleicht das Lager ein bisschen aufzumachen. Machen wir so, aufwachen. God, I'm thirsty. Ja, dann trinken wir doch da mal ein bisschen was aus der Coconut, hä? Hier, Coconut, ausgesoffen, wunderbar, Feuer brennt noch, bauen wir weiter. Was brauchen wir da? Langer Stock. Lange Stöcke haben wir nicht, gehen wir weiter. Kriegen wir schon hier. Mittags, Bubo, Birlex, du kannst Wasserplattformen auch bauen, zwecks Platz und so. Dazu müsst ihr das Baumenü lesen, das ist nichts für mich. Bis dann. So, wie gut ist denn unser Hacki noch beieinander? Ah, ja, für eine Palme gelangt schon noch. Für ein Palmlein reicht's schon noch. Die Frage ist jetzt, wenn ich die umhau, dann fällt alles da ins Wasser rein. Ob mir das gefällt, glaube ich nicht. Da haben wir noch ein paar Energizer-Schwammerl. Schau her. Die nehmen wir das selbstverständlich gleich mit. Vielleicht sollte man die spawnen die, wisst ihr das? Die spawnen die irgendwann, weil so ist das Typ, bleiben ja für ewig haltbar da auf dem Brill drauf. Naja. Lange Stecker brauchen wir uns kosten! Wie viel sie in die fetten... Voll um jetzt. Easy. Jawohl. Wie viel von denen kann ich eigentlich tragen? Oh. 3. 3 lasse ich mir eingehen, das ist gut, das mache ich. Stockfinster um 16:30 Uhr im Dschungel. Ja, so richtig Sinn macht es nicht, aber es ist stark bewölkt. Und die Sonne wandert offensichtlich da hinten. Ist schon in Ordnung. Bin ich schon zufrieden damit. Jetzt haben wir die 3 fetten Steckern, die wir jetzt da rein. In unser super tolles neues Lager. Ha! Maximum nehmen? Nö. Die werfen wir jetzt da so her. Zerpimmelt man den Teufel da so. Ich habe schon gesehen, ich brauche einen Feuerbrettständer. Mein Gott, das ist die größte Schwachstelle im ganzen Spiel. Das macht mich narrisch, dass ich die Sachen nicht anklicken kann. So, hier, langer Stock, und dann brauchen wir noch kurze Steckern. Da bist du mal her da. Langer Stock, da brauchen wir noch einen langer Stock. Wie? Wieso? Verstehe ich nicht. Stellen wir den da so her. Dann machen wir halt so. Bleib du da, sonst kriege ich einen Vogel. Langer Stock, Seil. Jawohl. Und jetzt können wir doch da eigentlich... Oh, nein, das wollte ich nicht. Stock. Wunderbar. Und jetzt kann ich Kuh... Ah, ja, das ist einmal... Das ist einmal eine geschmeidige Sache da. Hier, langer Stock. Brauchen wir nochmal lange Stecker. Ja, das ist gleich ganz was anderes, wenn du den Scheiß da einfach herwerfen kannst und... Wird das schon. Wie, schau's da an. Mit das hier und das hier. Mit. Haben wir noch genug Seil? Ja. Easy. Gegenstand einfügen. Was war das gleich wieder? Das ist unser kleiner. Da können wir lange Steckern rein, da, okay? Haben die lange Steckern so wichtig? Ich weiß das nicht, aber das ist mir jetzt auch wurscht. So, Feuerbredel. Wird sofort wieder da, hier, 10 Schund. Braucht kein Mensch. Haltbarkeit 21%, 12%. Da schauen wir auch nicht so gut aus. Wie lange hält die Gaudi da noch? Schauen wir mal auf die Uhr. Wir haben ein dreckig, das ist natürlich nichts. Haben wir nochmal in die Coconuts was drin? Jawohl. Trinken wir schön brav was. Dann wir uns nochmal waschi. Schön waschi. Waschi. Ja, heute läuft schon deutlich besser. Was sagt ihr da dazu? Was hat er jetzt gesagt? Weil ich wieder drüber labern muss, ich Trottel. Wie spät haben wir es? 18:10 Uhr. Ja, wir können schon noch ein bisschen aufbleiben. Kann man das Feuer eigentlich
ausmachen. Der Parazerpimmler liegt da umeinander. Ja, mit die Parazerpimmler Fungi, das zeigt die Spawn alles nicht. Das müssen wir alles da Asche zu Asche essen. Das ist jetzt mal, der eine Scheiße, der hat noch nie gefallen. So, außer ich mag ja natürlich nicht in der Finstern umeinander laufen. Ich mag jetzt dann schlafen gehen, dann mag ich durchschlafen, so bis um 7 in der Früh. Und dann mal meine Expedition! Haben wir da noch irgendwas vorzubereiten? Unser Speer ist nicht mehr ganz so geil, gell? Schauen wir mal, ob wir nochmal oben vielleicht. Was liegt da so alles umeinander? Wir können alles zusammenklauen, was wir irgendwie finden. Das können wir alles in unser Lager einstellen. Was ist denn das? Bananenblatt, das braucht kein Mensch. Alles, was da noch so irgendwo umeinander liegt, was wir noch nicht verwertet haben. Was haben wir da? Ja, Faser nehmen wir mit, Stecker nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Liegt da nicht noch irgendwo ein dicker Stimpen herum? Doch, sag ich doch, dass der Mann da irgendwo umeinander kreiht. Sag ich denn. Wie stark ist denn der Fallschaden? Oder muss ich mir da eine Trepperlauf bauen? Das wird nämlich unser... Da, schau dir mal den Ausblick an. Wenn wir da nicht unser Lager hinbauen, dann weiß ich es auch nicht. Kriegt man die Stumpfen da irgendwie weg? Die Spawn gibt's nicht. Also die verfaulten Sachen bleiben einfach liegen. Naja, gut. Müssen wir leben damit. Da müssen wir leben damit. So, den werden wir jetzt da hin. Warum werden wir den eigentlich da hineinstecken? Nämlich den Speer bauen. Ich will den Speer bauen. Warte. So. Wir bauen einen Speer gleich wieder. Herstellen. Schwacher Speer. So, jetzt müssen wir uns aber healen, sonst werden wir wieder ohnmächtig und dann haben wir wieder gefickt. Jetzt speichern wir aber erst einmal. Das war ein ziemlich erfolgreicher Einstieg ins Spiel. Wunderbar. So, hier überschreiben. Jawohl. Da schauen wir doch ganz gut aus. Schlafi. Oh, bis um 3:40 Uhr. Das wird nichts. Da müssen wir noch ein paar Stunden wach bleiben. Legen wir uns das ist schon wieder durstig. Ich bin durstig. Ich habe alle 2 Sekunden Durst. Ich habe alle 4 Sekunden Hunger. Und Trinken. Schauen wir schon wieder besser aus. Eine Banane da nicht schon und ein Stück Fleisch können wir auch noch essen. So, jetzt ist 3 in der Früh. Gehen wir noch ein bisschen Sachen sammeln, wenn es pressiert. Wir haben da aber auch noch unser Feuer. Zack. Kann man ein Feuer ausmachen? Da muss ich jetzt leider Gottes schnell in den Chat aufpassen, das hilft nicht. Frotz! Die Schweden können sich denen... Oh Gott. Abhauen. Merci dir. Herr Oberpfälzer, merci für 4 Monate. So. Kann man ein Feuer... Quaton sagt ja. Ja, Wasser draufschütten. Wie mal das? Also ich möchte halt als Feuer, dass die Feuerstelle bleibt, dass ich es nachher bloß noch anzünden muss, damit es nicht so Asche zerfällt. Das möchte ich damit. Mit der Kokosflasche. Zum Beispiel eine Kokosnussschale mit Wasser draufschütten. Okay. Nur jetzt ausprobieren, wie das geht. Kokosnussschale leer. Herstellen, zerstören. Na, die nehme ich jetzt, aber weißt du, wie bringe ich da Wasser rein? Wie bringe ich das Ding in mein Hand? Herstellen. Dass ich mit der Kokosnuss jetzt ans Wasser gehe und nicht mehr Wasser. Wie? How? Steuerung. Leck mir am Arsch. Nicht bieseln, eine ganze Kokosnuss mit Seil kombinieren. Also, aber die Kokosnussschale kann ich nicht. Birger, langes Weg her von dir. Herr Wulfi, ich war nie weg. Wenn, dann habe ich lang von dir nichts gehört. Wirf's in den See, dann ins Herstellen-Menü. Oh, da verliere ich es stockfinster. Wasser unsicher. Erweitern, waschen, Lehm nehmen. Das ist not how it works. Auf den Stein legen und so dann transportieren. Wirf's auf den Stein legen. Neiringer lassen. Ja, ich war jetzt schockiert darüber, wenn ich die Kokosnuss nicht da am Fluss auffüllen kann, sondern ich muss warten. Rennt doch jetzt. Ja, aber ich möchte doch kein gutes Trinkwasser auf das Feuer draufschütten. Jetzt ist super, das will ich echt durchgeben, da kann ich 2 Tage nicht. Du hängst drin. Ich hab so viel Durst. Oh Scheiße, ich hab da was getrunken und jetzt hab ich einen Wurm im Arschloch. So, das Ding mit herstellen. Das einmal, probieren wir mal was. Ja, da brauchen wir ein Ganze wahrscheinlich, so wie ich das von euch auch gehört habe.
Trockenes Blatt. Was mache ich mit trockenem Blatt? Kokobonk, wo? Vergiss das. Mach da Kokosnussflaschen, das funkt besser. Und dann hin und her gehen. Also eine Schale kannst du nicht direkt ins Inventar tun. Du kannst das mit Wasser auf den Stein im Herstellungsmenü legen. Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Was denn da jetzt also da? Trockenes Blatt kannst du benutzen, um Sachen zu machen. Das hilft mir genau überhaupt nicht weiter. Du kannst die während du im Inventar bist bewegen und mit dem Hintergrund Ach so. Oh. Da ist jetzt ein Wasser drin. Und 2 Parasiten. Ist jetzt da ein Wasser drin? Ist jetzt da, wenn es sobald das Inventar da ist, wieder leer. Gut, das macht tatsächlich einigermaßen Sinn, weil wer tut sich halber die Kokosnussschale in sein. Wie kann ich mich da jetzt dran? Oh, na so nicht. Wie kann ich mich nicht so dran? Ich flippe aus, oder? Wenn ich jetzt da links in das Feuer einsteige, dann der wirf ich euch. Alle bis da seid. Oh Heiland! Oh Heiland! We have done it! We did it! Füll das Feuer wieder auf, damit ich, wenn ich heimkomme, da was zum Tun hab. So, dann müssen wir unser Inventar noch ein bisschen ausladen. Das werfen wir alles da so her. Was ist das Lagerfeuer Asche? Interessiert kein trockenes Blatt, interessiert keine das Sau nicht. Wir gehen jetzt auf Expedition und schauen mal, ob wir wieder dumm sterben. Wahrscheinlich tun wir das, aber das hilft eh nicht. Wir halten Ausschau. Nach der gelben Pflanzen, nach Tabakpflanzen. Das Ding legen wir wieder da so her. Das wäre noch cool, wenn man es direkt platzieren kann. Das fällt jetzt mal da genau oben, wo ich hinziele, gell? Ah, was passiert, wenn ich so mache? Und wird einfach bloß tauscht. Jetzt habe ich das Wasser weggeschüttet, ich Depp. Steine, lass mich meine Werkzeuge anschauen. Die hat bloß noch 5%. Wir haben 2 Speere, die wir. Brauchen wir Zacke überhaupt? Wahrscheinlich eh nicht. Wir haben 2 Speere. Das lassen wir mal alles da so da. Einstecken. Nicht nehmen. Gegenstand einfügen. Wir schauen mal aus. Ein bisschen Wasser kann man noch brauchen. Es ist 7:20 Uhr, unsere Expedition beginnt. Mir speichert man. Pre-Expedition Spielstand 2. Lupe, Blutegel, du hast Egel? Ich hab Egel. Oh, ich hab Egel. Tatsächlich. Die Frage ist wo? Wahrscheinlich an die Sorgbahn, weil wir im Wasser gestanden sind. Da ist er! Huren! Schleicht euch! Mistviech! Angesorgt! Wie viel haben das? 4 Sekunden lang im Wasser drin gestanden, ist das nicht da? Also, ich hab keine Ahnung. Hier, Lex, du besoffener Lupe, fix. Ja, was denn? Ich hab's doch eh schon. Chill mal den Knieschein. Fix. So. Blutegel wird uns schon nicht gleich umbringen. So, recht viel Ausdauer haben wir nicht, gell? Aber das wird nicht helfen. Wie schaut's mit dem Essen aus? Das haben wir uns jetzt noch eine, das haben wir uns eine und dann geht's los. Nicht so weit weg. Wir schauen mal, ob wir greifen mal ein Viech an. Na, Steckern sammeln wir ein. Was haben wir da noch? Kleine Steckern sammeln wir ein. Die können wir zur Not wieder wegschmeißen, wenn es ist. Oh ja, schau her. Was ist das für einer? Der Kohlhydrator-Fungus! Das ist der gute, ja, ich friss mal gleich. Rein damit. Oh, nicht herstellen. Ob ich jetzt herstellen drückt, weiß ich nicht. Alles wird gefressen. Alles wird gegessen. Oh, ja, scheiß mal auf die Steckern. Kleiner Tipp, wenn du Lupe da ist, hast was, sobald sie weg ist, hast nichts mehr. Also brauchst du nicht unbedingt alles untersuchen, sobald du... Achso, ja gut, das macht Sinn. Macht durchaus Sinn, da hätte ich ja selber drauf kommen können, das ist absolut richtig. So, da war doch immer so eine richtig schöne kleine gelbe. Da ist... Ja, Ratz, soweit haben wir noch nicht, dass wir einen Ratz fressen. Das mag ich nicht. Klingen +1, das hört sich doch einmal verdammt gut. Aber was haben wir gekriegt? Ja, Medizinbleidl, wunderbar. Und dann noch ein paar mehr. Von denen können wir gar nicht genug haben.
Hier, Bananas. Eisamen. Gehen wir braten. Da, das ist der Huhn. Hier, wie haben wir ihn gelernt? Du kannst abhauen, Kotzofungo. Manchmal frage ich mich selber, was ich letzte Woche so da habe. So, da haben Seile dran. Die nehmen wir natürlich auch mit. Vielleicht brauchen wir unser kleines Armadillo. Vielleicht finden wir ein paar Nusserl. Wo kriegt man Fett her? Ist nicht auch Fett in den Nüssen drin? Irgendwie habe ich schon das Gefühl. Was ist das da? Stocki? Nehmen? Was ist das da? Bärli? Tu mir her das Ding. Damit wir, was haben wir gekriegt? Unbekannte Kräuter. Ja oder nein? Frisst es nicht! Namen geben? NASA, hast du noch nicht benannt? Hab ich noch nicht benannt. Ja, lasst mir jetzt ins... Du vorher speichern. Gut, da muss man gehen. Nein. Was, wir brauchen was zum Trinken. Schon wieder. Das ist der Speiberling. Speiberbärli. Wir brauchen was zum Saufen, Kinder. Halten Sie Ausschau nach Kokosnüssen. Wir brauchen Kokosnuss. She put the line. Naja, so dringend ist jetzt mit dem Trinken auch noch nicht. Das meine ich war Tabakpflanzen, oder? Haha! Easy going, bitch! Oh, stumpfen abschauen. Ne, immer in die Richtung da so. Kompass war halt geil, gell? Südosten. Wir gehen dann nicht recht viel weiter, wir streifen zwar da ein wenig umeinander, sammeln mal, was wir finden und dann gehen wir nicht zu weit weg. Nein, da war der Leguan. Energy haben wir nämlich auch nicht mehr so unendlich viel, jetzt gehen wir da noch mal so ein bisschen rundum. Oh, Nest. Da war drin. Ist da was? Vogelnest. Vogel nicht. Okay. Da unten sind ein paar Antiparasitenschwammerl. Da hinten war die Höhle, an die erinnert ich mich auch noch, da waren wir schon drin. Aber wir brauchen drin. Ja! Wie wirft man einen Stor? Mit G. Hab ich einen Stor? Ja. Den nehmen wir noch mit und dann verpissen wir uns. Ich bin der Kokosnussmann. Oh, der Mandarin! Der Mandarin! Ich hab's tatsächlich ein Mandarin genannt. Ja, Best Game. Best Game seit langem! Banana, der Mandarin. Wie lange hält der noch? 11 Stunden, frisst man auch gleich hinten noch. Schau uns an, aber Fett haben wir immer noch ganz. Na gut. Kokosnuss, grün. Kann ich die nicht ins Inventar rein tun? Ja gut, die ist wirklich ein wenig groß. Aufheben, erweitern, zerstören. Na, dann nehmen wir unser Messer. So. Geht das mit dem Messer überhaupt? Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es trief oder nicht. Ah ja. Ah ja. So, Kokonat haben wir gefunden. Wir begeben uns schon mal wieder auf den Weg nach Hause, weil unser Leisten wird bedenklich kürzer. Wo ist Kokosnussrot? Habe ich gerade irgendwas von der roten Kokosnuss verzeiht? Falls ja, dann... Oh, wir haben schon wieder ziemlich am Arsch. So, Kokosnuss nehmen wir mit. Und irgendjemand... Die Story kommt noch. Ja, wir lassen uns Zeit. Wir müssen uns... Hallo, die letzten 2 Streams habe ich nur auf die Fresse gekriegt, habe nach 5 Minuten gekotzt, bin alle 5 Minuten umgefallen, heute wieder alles mit Bedacht geregelt. Wir gehen jetzt wieder nach Hause, unser Ausdauerleisten ist ziemlich kurz. Dafür unser Lebensleisten das erste Mal unerwartet voll. We need to rest, wie spät ist... Es war auch besser eine Uhr, wenn man die Uhrzeit wirklich auf alle Seiten anzeigen darf, da war ich wirklich sehr froh drum. 10:17 Uhr. Naja, machen wir ein kleines Mittagsschläfchen. Nehmen wir ein paar Steine mit, oder was? Da, ein paar Steine mit. Jetzt Flasche bauen. Genau, das war jetzt dann meine nächste Frage gewesen. Wie wir uns aus dem Ding eine Flaschen bauen. Da werden wir rumprobieren. Muss ich die zuerst, also in echt, da ich halt erst ein Loch reinmachen mit dem Ding. 45, 32, vielen Dank, aber noch haben wir weit genug. Wir haben ja noch gar keine Map nicht. Ja, aber ich weiß grob, wo die ist. Bitte mir zumindest ein. So, aber da ist. Oh, da ist alles leer, das ist natürlich nicht gut. Aber gut, ist ja wurscht. So, was tun wir jetzt mit der Kokonat? Kokonat! Trinken, die trinken wir jetzt erstmal aus. Wenn nichts passiert,
Kokosnuss herstellen. Seil. Oh. Was, da machen wir gleich 2. Aber die anderen nicht ausdrungen. Wurscht. Sauf's zusammen, baut 2. Und dann müssen wir dringend schlafen, sonst kippen wir gleich um. Sehr gut! Sehr gut! So, schlafi, schnell. Schlafi! Zack. Da schlafen wir jetzt einmal grob wieder und dann richten wir unser ja, jetzt haben wir drin. Jetzt haben wir drin! Das Gräber ist überstanden! Zumindest bei uns daheim. So, da schlafen wir jetzt bis um 6 Uhr und dann können wir da noch ein wenig umeinander vorwerken. Um 6 Uhr ist es schon so finster, das gefällt mir gar nicht. Habe ich nicht ein Vogelnest gesammelt? Vogelnest, kann ich das nicht? Naja, gut. Benutzen. Machst du mal ein Feuerzeug? Come on! Feuer machen bloß 1, das hätte sich doch einmal verdammt vernünftig an. Easy! So, jetzt schauen wir uns doch den Kokosnussbidon leer. Was kann ich mit dem da? Hä? Loslassen bei dem weißen Symbol. Also. Wer kennt es nicht? Bear Grylls pflegte einst zu sagen, wenn du nicht weißt, wohin mit der Kokosnussbidon, steck ihn in den Erdboden, dann ist Wasser drin. Plus 2 Parasiten. Ja, das macht Sinn. Kann man das jetzt abkochen? Nein, wie wirft man doch das Ding nicht ins Feuer? Bist du närrisch? Kann ich das jetzt... Jetzt sind die Synapsen durchbrennt. In Kokosschalen. Abkochen. But how do we cook that shit? Wasser, sauber, saufe. Wasser, sauber, saufe. Ja, mit den Schalen. Das heißt, ich kann jetzt... Wie? Schale? Schale, Kokosschale leer. Boah, möchtest du mehr im Leben drin? Kann ich mir da jetzt ein Tabakthema? Nö. Kannst du mal probieren? Ja, die Idee der Suppe. Die Idee der Suppe hätte ich auch gerade. Was passiert, wenn wir Bananen kann man nicht brauen, gell? Das geht nicht. Das hat nicht die Mandarin haben wir noch, die halb bloß noch 5 Stunden frisst man. Wie lange? Ah, Bananen sind gut. Vielleicht hätte ich nicht gleich alle aber pflücken sollen. Aber bloß so 2 Sicherheitsbananen. Und die Kokosnussschale, die verbrennt nicht. Ist die aus Asbest oder aus... was jetzt auch nicht. Die stellen wir wieder aussehen. Die stellen wir wieder... Was? Und die andere Schale hin. Ja, und da, so. Aus dem Tabak einen gescheiten Schmäh. Schwammer... gute Schwammerlsuppen. Vielleicht kann man auch die Schuppen vom Fisch rein da. Vielleicht kann man auch Fischsuppen machen. Fischsuppen ist was Gutes. Fangen wir uns an. Hm? Haben wir eh keinen mehr. Wo ist denn? Wuchs. Oh shit, jetzt hab ich ihn verschreckt. Muss ich noch mal warten. Muss ich noch mal ein wenig warten. Das ist also ein kleines Fischerl, das kannst du mir... So. Weißt du, was angenehm war, wenn die gekochten Sachen nicht einen Tag halten bloß?
Vor allem, ich lasse mir eingehen, wenn ich den frischen Fisch fange, dass er wirklich 24 Stunden Ingame-Zeit hat, dann ist er hin. Aber nicht, wenn ich ihn heute, wenn ich ihn koche und was weiß ich, was alles sehe, dann muss der 2-3 Tage halten. Musst du räuchern? Man kann es anreichen. Tipp aus Kochen, Suppe machen, Heilfieber, sehr effektiv. Aber was muss da rein? Ja, dann muss das halt trocknen oder räuchern. Dann halt's länger. Andere Kochstellen machen das länger bleibt. Eine Suppe halt ewig und kann nicht verbrennen. Das ist richtig. Speichern? Ja, speichern ist eine gute Idee. Da müssen wir jetzt ein bisschen umeinander probieren. Ja, das hilft nicht. Wir müssen heute da speichern wir da. Ja, das schauen wir ganz gut aus, muss ich sagen. Wie schaut das aus? Ja, das schaut wirklich gut aus. Da haben wir uns einmal eine Banana rein. Da ist da mal eine Banane her. Dann machen wir unsere fucking Fischsuppen. Da ist der. So, und dann schauen wir mal das Baumenü durch. Was halt's denn da davon? So, müssen wir unsere Kokosnuss auffüllen. Das geht da wieder nicht. Warum geht jetzt das da am Wo... Halt. Hoppala, das wollte ich nicht. Da. Wieso geht das nicht? Wieso ist jetzt die leer und die nicht? Ach, ich muss auslassen. Die anderen habe ich einfach reingezogen und wieder hergezogen. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Fischsuppe machen können. Wo ist Coconut? So, Coconut. Ist da drin. Ne, das scheint anders zu gehen. Essen, herstellen, dann kochen wir es dabei einmal. So. Herstellen. Na, das mag er auch nicht. Ich kann doch jetzt. Vielleicht muss ich das braune Stückchen Fisch rein da. Ja, ich muss warten, bis Wasser fertig ist. Ja. Du Penner! Ich hab dich genau steppen können! Du Wichser! Wie es mir jetzt eiskalt am Bugel runtergelaufen ist, wie ich den Typen hersteppen gehört hab. Alter. Möchtest mich du komplett verarschen? Boah, leck ist mir jetzt eiskalt am Bugel runtergelaufen. Wir stehen da, stell dir vor, du bist irgendwo allein in einem scheiß Dschungel, Alter. Du bist irgendwo in einem scheiß verfickten Dschungel. Stehst du so drin und denkst so, so, wir beiden aus meine Kokosnussel und dem Stückchen Fisch, so, wir der mal da jetzt umeinander vor mir herst hinter dir das. Du kannst mich so am Arsch lecken. Hat eigentlich irgendjemand diesen Headshot gesehen? Da rein! Da raus! Liegt der, kann man den essen? Varaha-Krieger! halten, sammeln! Jetzt legen wir mir jetzt da einen Menschen, sehe ich das richtig? Toll. Haben wir jetzt alles? Bruder, wir haben einfach ein Ressourcenlager her. Need to rest. Okay. Damit der Rest da in dem Saufen von Scheißhaus gerne Scheißhaus Scheiße! Gleich mir weiß, was geschlagen hat! Ich grill die! Waschen muss ich mich. Und Scheißdreck hab ich auch an mir. Oh no! Haben wir vorgesorgt, schön. Molinea-Blatt. Ah, da müssen wir es jetzt herstellen. Aha. Wenn wir uns verarzten. So. Geht schon viel leichter von der Hintheit. Okay, wir haben jetzt auch nichts mehr. Ich beachte den Tipp. Jetzt waschen wir uns, dann gehen wir ins Bett. Ganz normaler Tag. Schau dir das ja
Fischi! Oh, schöne Fische! Kann man die fangen, die kleinen Teufel da? Geht das? Was passiert denn, wenn ich das Menschenfleisch frisst? Banane? Den können wir schon wieder, den Energiezwirbel, Hami, den können wir schon wieder wegschmeißen. Weg mit dir. Mit Fischfallen, ja. Musst aber bauen aus Steckerl. Knochenspeer. Oh, Robbie P88. Guter Punkt. Stellen wir uns einmal ein bisschen unter. Jetzt klammern wir da das und das Feuerbredel mehr auf. Ich sag das ganz ehrlich, ich mag das Menschenfleisch nicht. Ich werde es nicht probieren, ob ich es friss. Ich werde es nicht tun. Das ist eine schlechte Idee. So, wir müssen bald schlafi. Das ist aber auch vollkommen okay. So, richtig herstellen. Vielleicht noch Seil dazu. Mit dem Crafting-Menü gehört sich allgemein mal ein bisschen besser gespielt, glaube ich. Dass das jetzt so weit, das ist für mich. Ach, Escape kann ich auf Pause drücken. Das war, ich hab's jetzt gerade zugeschaut. Ein angespitzter Stor, den muss ich herstellen. Seil dazu, Stecker. Das war schon ein Speer, vielleicht jetzt deswegen nicht. Nehmen. Nein, nicht nehmen. So, jetzt wieder hier. Ja, schon nehmen. Achtung. Werfen wir jetzt da so her. Herstellen. Dann die spitze Storklinge auf. Und das Seil. Haha! Bitch! Und dann haben wir dann Knochen dazu und einen Stor einmal wickert. Knochenspeer! Gute Idee. Was? Ja, passiert. Passiert! Ich war begeistert vom Knochenspeer. Entschuldigung. So, wie spät ist, wir schauen mal aus. Wir haben eigentlich ziemlich gut beieinander. Wir haben ja irgendwie Fieber. Was der mal gegen scheiß Fieber? Wo kommt das überhaupt her? Erstmal uns und das. Oh. Herstellen. Tabakverband. Den probiere ich jetzt einfach, ob der hilft oder nicht, das weiß ich nicht. Ah, das schaut noch nicht so gesund aus. Nein, das geht nicht. Was haben wir jetzt da wieder da? Warum kann ich das nicht verarzten da? Ist das verheilt oder ist das, kriege ich jetzt Todeskrätze? Schauen wir da mal. Aufsteher. Tabakverband drauf. Kriegen wir schon. Alles unter Kontrolle. Wir haben ja. Oh, aber wir müssen schlafen unbedingt. Ah, wir kippen gleich wieder. Ja, kipp ins Feuer ein. Das weiß ich jetzt wieder gewinnen. Kriegen wir schon, Kinder. Wir waschen uns. Das muss jetzt schnell gehen. Wir waschen uns jetzt und schlafen mal. Scheißegal, was wir an uns dran haben und was nicht. Weil sonst alle 5 Sekunden, weil wir umkippen. Komm, mach den Kack jetzt weg da. Waschi. Oh, das geht schon gescheit schnell weg da. So, nochmal. Rechter Arm, da ist noch nichts dran. Da brauchen wir einen Tabakverband, gell? Mei. Schneller. Wieso geht jetzt das wieder nicht? Ist das verheilt oder was? Oh, fuck off. God, I'm thirsty. Ja. Ist recht. Ja, mach halt schneller. Wasser. Schlaf! Schlaf mal bis um 2 Nachmittag, das ist mir wurscht. Schlafen bis um 12 Uhr. Eins muss gelingen. So. Wir untersuchen uns weiter. Jetzt haben wir halt ganz so. Was ist das für eine Ast? Was tun wir dagegen? Wir haben ja nichts mehr. Und wir Pfeile, Angelhaken und so weiter. Ich meine, ein Storweg, der kostet bloß Gewicht. Schädel ist wahrscheinlich auch ultra schwer. Was tue ich denn Scheiß? Scheiße. Jetzt haben wir wieder irgend. Fuck, das kann ich bloß aufstehen. Dann müssen wir nochmal gehen und. Das hilft nicht. Ja, du das Menschenfleisch weg, weil.
Okay, was haben wir machen? Unser Feuer ist wahrscheinlich auch hier. Natürlich ist hier. Was haben wir da? Menschenfleisch, verbrannt. Das schmeißen wir alles zurück zu den Wurzeln. Weg mit dem Schund, weg mit dem Schund. Das da, das ist unsicher, das ist auch unsicher. Jetzt schauen wir gerade gar nicht gut aus schon wieder. Schauen wir, so schnell geht's. So schnell geht's und wir sind komplett im Arsch. Wissen Sie, das ist jetzt eigentlich schon wieder passiert. Weiß ich nicht. Wir verlieren heute schon wieder Lehm. Friesen mit Banane. Wird nichts werden. Es bleibt nichts anderes über. Ich muss eine Feier machen. Hilft nicht. Kinder, das hilft nicht. Na, da war's. Feuer. Ja. Ja, haben wir es eh gleich nicht. Gleich bei uns. Nee. Hoppala, das wollte ich nicht. So, eins nach dem anderen. Aktivkohle, verbranntes Fleisch ins Wasser. Thirsty. Oh, wir haben schon wieder durstig, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben da eine Kokosnussschale. Wo ist die andere Kokosnussschale? Kokosnussschale, die legen wir auch aus. Andere Sachen haben wir dabei nicht zum Saufen. Tonshell, da hier. Da hängt eine Banane dran, die nehmen wir mit. Kohlenhydrat ist für mich, brauchen wir mal Fett, damit unser Lebensleisten größer wird. Aber wenn wir jetzt nicht bald die Pflanzen suchen, wir verlieren wir langsam Leben, oder? Wir müssen was brauchen, gelangen die gelben Moldawi-Blutpflanzen, gelangen die, wenn ich die da oben tue? Untersuchen, was muss ich untersuchen? Das sind die Sachen da. Das da und das aufgestochene Ding da. Geht das von selbst? Und das da und ich bin schon wieder malträtiert! Nein, Maden brauchst. Ach so. Scheiße, wo haben wir die gefunden? Nein, so Baumstumpfen drin, oder? Scheiße. Ja, das hilft, dann müssen wir gehen. Wir verlieren permanent Leben, ansonsten verrecken wir. Wo gehen die da, Mann? Was waren das jetzt wieder? Geh auf den Baumstumpf aus. Du brauchst Maden. Ja, Kacke. Kacke! Trotzdem, wenn wir irgendwo über so Pflanzen, über so Heilpflanzen drüber fallen, die nehmen wir natürlich auch mit. Die können wir brauchen. Klingen +1. Passt. So, Baumstumpfen. Die haben, glaube ich, auf gerade Baumstumpfen drauf gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal, was das ist, weil warum nicht? Unbekannte Blume, unbekannte Kräuter. Fuck you, fuck you. Was das ist, weiß ich nicht. Could use a drink. Müssen wir was trinken? Schwammerl, nehmen wir mal mit. Ja, Armadillo Seppi, lass die schon in Ruhe. Das ist mir jetzt gerade wurscht, was du treibst. Waren jetzt meine Schwammerl, die haben da Ring, gell? Essen. Oh, die werden unser Lebensleisten auch ein bisschen in Tee. Na, kann ich laufen, du brauchst Maden. Die findest du in Tierkadavern oder verrottetem Fleisch. Sonst ach so! Irgendwann die Maden, die wir schon mal gefunden haben. Herr Wulfric, merci dir. Da der sonst nicht hört, lass dir diese Wunden von Maden ausfressen, dann kannst du sie neu verbinden. Klingt wirklich, ist aber so. Ja, aber ich kenne die einzigen Maden, die ich bis jetzt gesehen habe ich in irgendwelche Baumstumpfen gefunden. Ah, einfach verrottetes Fleisch, einfach einmal Igel? Haben wir irgendwo Blutegel drauf? Nein, Kruzifix. Ja, wow, toll! Ich möchte aber hoffen, dass ich da hinklicken kann. Okay, das schaut gut aus. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Da glaube ich, haben wir genügend verrottetes Fleisch umeinander liegen. Schauen wir mal. Und ich schätze mal, da kann man draufklicken, rechtsklick, sammeln und dann, wenn was drin ist, dann habe ich es gesammelt. Oder? Soweit meine Idee. Aber was wir machen könnten, bevor das sich auch noch entzündet, ist zumindest Blattverband. Genau. Jetzt ist wieder absolute Überlebens... Ja genau, dass wir zumindest die am Fuß behandeln. Okay, dann beten wir, dass wir da unten noch irgendwo ein Stückchen verkacktes Fleisch finden, das hieß. Wir haben noch Menschenfleisch da irgendwo gehabt, oder? Menschenfleisch roh zerstören, ne?
Ein Lagerfeuer anschauen, jeder Stunde. Thirsty. Fuck, wir haben schon wieder Durst. Ist da Wasser drin? Jawohl, jawohl, sehr gut, sehr gut. Immer noch irgendwo Egel. Nein, ich glaube, das sind keine Egel. Das ist diese Wunde am rechten Arm, linken Arm und diese Wunde. Sonst sehe ich nämlich da nichts. Tatsächlich immer nur Egel. Wie seht ihr das? Wie seht jetzt ihr, dass da immer nur Egel sind? Habt ihr das irgendwo gesehen oder? Gut, das Fleisch müssen wir verrotten lassen. Das hilft ja nicht. Menschenfleisch roh, wie lange hält das noch? Ja, 2 Stunden. Na ja gut, schmeißen wir es halt einmal da her so. Und das da halt noch 52 Minuten. Ich denke, dass wir mehr Maden brauchen werden. Dann fischen wir uns dabei noch einen Fisch, das hilft ja sowieso nicht. Ausschau halten, ist einer da, ist einer da. Feuer haben wir auch da. Da kommt rechts ein Text, geistige Gesundheit, weil Egel. Also, den habe ich vorher gerade, den habe ich schon gesehen tatsächlich auch, aber vorher gerade nicht. Ja genau, natürlich rührst du jetzt, du Mistviech, wenn ich ja... Achso. Schwacher Speer, kein Platz mehr im Rucksack. Na gut, macht Sinn. Schmeißt das weg. Dann brauchen diese unbekannten Kräuter brauchen so viel. Kriegen wir schon. Nur die Ruhe bewahren, Kinder. Was ist das Weiße da hinten? Was ist das? Das blitzt mich so an. Was ist das? Was kann das? Was tut das? Was ist das? Harz! Ich habe keine Ahnung, für was es brauchen kann, aber wahrscheinlich kommen irgendwelche Sachen picken. Ich muss jetzt aus dem Wasser da raus. Und schlafen müssen wir auch schon wieder 2 Stunden. Menschenfleisch roh. Bisschen haben wir noch. Aber nicht mehr viel. Wir könnten mal unseren Speer bauen. Langer Stock. Wie lange haben wir noch? So. Langer Stock. Rechtsklick herstellen. Dann Knochen drauf. Seil drauf. Knochenspeer herstellen. Unsere Pimmelspeere, da behalten wir uns einmal einen. Wirfen da hin. Und den anderen. Wirfen da hin. Wirfen da hin. Wirfen da hin. So, sehr gut. Und jetzt, meine ich, werden wir Runden schlafen müssen. Wie schaut unser Hydration aus? Auch nicht so schlecht. Wir fressen noch eine Banane. Eine Banane! Doch 23. So. So, was ist denn mit dem Klump jetzt da? Ah ja, erweitern. Jetzt tue ich diese Knochenzünglerfleisch verdorben. Das tue ich zum Beispiel sammeln und bett, dass mir währenddessen nicht umhaut. Maden 1! Ich hoffe jetzt einfach, dass mir währenddessen nicht umhaut. Improvise! Adapt! Survive! Achtung! Ah, wird schon! Kriegen wir schon! Oh, jetzt müssen wir dann in der Nacht umeinander manken. Das hilft nicht. Da stehe ich lieber um 10 Uhr auf und schlafe dann nochmal. Wir haben Thirsty, wir haben Wasser. Okay. Flitze-Go. Schwacher Steher, weil was zerstören. Wie kann man... Wieso kann ich den nicht zerstören? Na gut. Menschenfleisch. Sammeln. Wir bekommen Maden. Oh. Was haben wir? Kongo Survival Guide. Moment. Lass mich mal. Ich kann dann nicht die ganze Zeit, weiß das was ist. Verbunden. Maden. Waren die Maden? Die kann man natürlich auch essen, aber wie lange dauert das? Das dauert ein bisschen. Ja, wird schon. Das seht jetzt ihr gerade nicht, warte, ich fahre mal auf die Seiten. Da erscheinen dann da so Icons, dass ich jetzt an der linken Hand den Verband drauf habe und an der rechten Hand die Maden drauf habe und wenn das voll ist, dann haben diese Wunden offensichtlich verheilt. Mal so für alle. Weißt du, für wen ich das gerade erkläre? Das erkläre ich gerade tatsächlich für meine Mom. Meiner Mom gefällt Green Hell. Und zwar sehr. Untersuchen wegen Wasser. Ja, schaut nicht, da hast du absolut recht.
Fussi ist er hier. Ja, wird schon, Kinder. Aber ich glaube, brauchen wir ein Feuer? Brauchen wir ein Feuer? Ich möchte den ganzen Schrott, den ich da hab, den wackel ich jetzt einmal ein und wirf ihn irgendwo hin, wo er mir nicht auf den Sack geht. Daher hinten. So. Lagerfeuer. Tabak, ich weiß nicht, was das bringt, wirf alles da hin. Lagerfeuer, Asche. Stein. Trockenes Blatt, da können wir Feuer machen damit. Die unbekannte Kräuter, was die Kohlenhydrate, -2 Gift, vergiftete Wunde. Schmeiß weg, ich weiß nicht, was das ist, geh weg, Federn können wir behalten, Stor weg. Wie viel sicher eine scheiß Nadeln braucht man eigentlich noch? Tu das weckert. Kohle, das haben wir da her, die scheiß Knochen werfen wir da hinten. Harz können wir behalten, das ist mir wurscht. Federn, Angelhaken braucht auch nicht jeder 5000, die brauchen wir nicht. Wunderbar, wie schauen wir da aus? Da ist kein Wasser drin, die müssen wir abkochen und die müssen wir auch kochen. So, jetzt wie es ist, die fressen wir. Dann machen wir ein Feuer. Benutzen. Jetzt ringt es nämlich. Oh, wenn ich das da im Ring mache, geht das dann. Ist für vergiftete Wunde, da die A behalten und B benennen. Ja. Ach, das macht, Moment mal, Minusgift heißt, das ist gegen Giftwunden. Steht das bei den Dinger alle dort vorher, was die kennen, bevor es frisst und so? Lagerfeuer, Asche weg, den ganzen Bums da weg. Sammelt den Schrott jetzt ein und wirfen den Säck hinter, weil es mir nur auf den Nerv geht da. Kein Platz mehr im Rucksack, deine Mama keinen Platz im Rucksack. Haben wir da was zum Gewissen? Ja, da mehr. Wasser sauber, wunderbar. Müssen wir nur ein wenig halt durchhalten. Jetzt machen wir unser Fleisch hin. Das schaut doch ganz vernünftig aus. Das kann man auch noch abkochen, das ist für unsere Expedition dann. Und den ganzen Rotz, den werfen wir in den Säck hinter und die Blüten nehmen wir wieder zurück und sagen, ein bisschen haben wir noch. Chill die Kniescheibe, finde ich. Das ist die Frage, ob ich die Bladel jemals wiederfinde. Wahrscheinlich eher nicht. Tabakblüten, Fischgräte, Knochenstein. Ja gut, vielleicht finden wir es am Tag nochmal. Draufgeschissen, schmeiß den Schund da hin, schmeißen hin, weg, Stein weg. Wir tun das eigentlich immer so. Trockenes Blatt 5, das schmeißen wir weg. Das nehmen wir da auf. Kohle schmeißen wir weg, Lager schmeißen wir weg. So, gut, wunderbar. Wie schaut das Fleisch hier aus? Knochenzünglerfleisch gekocht, das nehmen wir auch. Wie schauen wir aus? Da können wir mal einen vertragen. Essen. Ach, Schmarre, das muss ja in die Kokosnussschale einigen. Machen wir so. Hilft nicht, da müssen wir uns jetzt noch mal ein wenig halt erfangen. Wir müssen eine Expedition vorbereiten. So einfach ist das leider Gottes nicht. So, wie ist das gegangen? So. Kann ich das Wasser in den Dingen... Jetzt warte mal. Kann ich das Wasser da irgendwie wieder zurück tun? Haha! Die brauchen wir auf alle Fälle unterwegs. Ist das schon gekocht? Jawohl. Dann nehmen wir das ungekochte. So, das schaut doch alles ganz gut aus. Das ist unsicher, das ist sauber. Dann machen wir so. Oder, Moment mal, da ist ja was Zweites auftaucht. Achso, fuck. Nee. Kokosnussschale, Wasser sauber, unsicher sauber. Need to rest. Das hat jetzt 20 von... Warum das da mitten im Boden, weil es scheint, dass ich die Kokosnuss da eintragen kann, das ist ein bisschen seltsam. Wir müssen jetzt das Wasser, da haben 20 von 40 Hydration drin. Nein, das müssen wir so lassen. Und dann kann ich das so auffüllen. Jetzt sind 30 drin. Schütten wir das wieder rein. Ja, das macht schon Sinn. Macht schon halbwegs Sinn.
Wir sind ja immer noch nicht... Ah, Moment mal. Ah, unser Arm ist wieder gut. Aber der ist noch nicht ganz gut. Da haben wir noch so ein Ding aufzwirbeln. Dann haben wir noch schnell das Wasser abgehauen, weil wir verlieren schon wieder unfassbar schnell Energie. Und zwar so schnell, dass ich schon wieder zu gar nichts komme. Wupp. Wupp. So, Wasser ist abgekocht. Das stellen wir wieder aus zum Gäussern. Wir gehen schlafen. Wunderschön. Wird schon. Kongo Survival Guide. Du kannst die nicht... Kann man da währenddessen auf Pause drücken? Nicht, aber Evi. Passt perfekt. So, jetzt. Du kannst die nicht hart verlaufen, es ist ein begrenztes Areal. Sorry für den Backseat. Das hat nichts mit Backseat zu tun, das ist eine einfache Information. Dope Incoming. Wieso? Boah, das war wieder spannend und er hat es nicht mal gecheckt. Ich höre das Geschrei da rundherum mal schon. Could use a drink. So ist das nicht, aber ich warte halt, bis Sachen passieren. Wunde? Was für Wunde? Ich hab keine Wunden mehr. Ich hab mich selber verheizt, aber das hat jetzt den ganzen Tag gekostet. Was wir mir jetzt machen müssen. Expedition, meine Damen und Herren. Tu einmal Kokosnussschale leer. Jetzt pass auf. Bis ich da ziehen wir dann. Ja. Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Passt, das machen wir aus. Und dann gehen wir mit unserem Steinspeer. Gute Ausrede. Deine Mama ist eine Ausrede. Ich höre das Geschrei schon. Aber vorher habe ich auch Steppen gehört. Aber so ein Tor mittendrin. So. Und jetzt haben wir was zum Essen dabei. Wir haben... Gut, das Ding ist leer, das ist mir wurscht, aber das ist voll mit Wasser. Da haben wir was zum Essen, das ist halt ein Tag. Da haben wir irgendwas Neues, das ist mir alles wurscht. Kokosnussschale, die lassen wir da. Und speichern den wir auch noch, bevor wir gehen, ja. Guter Punkt. Guter Punkt. So. So, und Gas. Soll ich sagen, sagt er, wenn seine Mom zuschaut. Weißt du, was meine Mom zu dir sagen wird? Dass der Mitgliedschaft kündigen und warnet in der Embryostellung in der Badwanne sitzen und der Tafel Schokolade fressen. So viel dazu. Scheiße, hab ich jetzt gespeichert oder nicht? Ja. Expedition! Pro-Gamer-Tipp, wenn man auch öfter schlafen geht, damit man wieder einen normalen Rhythmus hat. Das ist was, das stresst mich eigentlich am allermehren. Da ist wieder die gelbe Pflanzen, die nehmen wir mit. Da haben wir jetzt schon wieder irgendeine Scheiße irgendwo, verpiss dich, du Mistviech! Ah! Dann kommen wir, ja so, wo hat denn die jetzt hergekommen? Wo hat denn jetzt ein 15 Egel an meinem linken Arm hergekommen? Was hab ich denn da? Hab ich mit dem linken Arm im Wasser geschlafen oder was? No. Scheiße, meine. Oh shit, das Werkzeug macht es einmal lang. Die müssen wir aber mitnehmen. Irgendwo findet man schon einen Stor. Irgendwo findet man schon einen Stor. Tu einen Stor her, weil ich Stor noch brauche. Ich brauch ein Messer. Ohne Messer gehe ich nirgendwo hin. Ich weiß, dass da irgendwo einer einmal angelegen ist. Da ist einer. Kriegen wir schon. Messer herstellen. Stellen wir gleich 2 Messer her, hat noch nie geschaut. So, das schaut gut aus. Nur einen Speer kann man eigentlich wegschmeißen, aber lassen wir ihn einmal lieber da. Nicht, dass unser Steinspeer auf einmal kaputt geht, wenn der andere, der Kongo-Mongo, wieder daherkommt. Und... Nein, jetzt lassen wir die Ratze in Ruhe. Dann nehme ich lieber Banana mit. Banana. Banana. Was sagt unser Zeiteisen? Da schauen wir gut aus. Ja, Ratzendepp, schleich dich jetzt. Lass ihn einmal die Lu in Ruhe jetzt. Nach was sucht... Moment mal. Nach was sucht man mir eigentlich? Nach was sucht man mir eigentlich gerade?
Such mir das Lager nochmal, hä? Du suchst noch deine alten. Nein, ich versuche noch heim zu kommen. Ne, das war so grob da so in die Richtung. Schauen wir mal, ob wir uns verlaufen. Gespeichert haben wir, wenn wir unterwegs verrecken, dann ist das so. Vielleicht finden wir mal eine Nuss am Boden mit Fett. Irgendwas mit Fett. Verstehe ich nicht ganz. Oh, das war die gute Pflanzen. Das war die gute, die nehmen wir mit. Das war die Anti-Gift-Pflanzen. Die hat noch nie geschaut, so wie geht's. Ja. Was gruschelt da? Kann man mit einem Steinspeer mal so ein Alpaka, hätte ich fast gesagt. Ein Kapibara, da unten ist ein Kapibara. Kann man sich ducken? Oh, das sind mehrere Kapibaras. Hey, es war One-Hit! Oder das hat voll den Stecker im Kopf schön. Halten sammeln? Sammeln wir das ansonsten mit. Bei dem Bonecraften, Speer ist gut. Speer One-Hitted Capybara. Sehr gut. Oh leck, was haben wir denn da jetzt gekriegt? Das ist eine Wasserfacke! Nehmen wir da oben da. War vielleicht gar nicht mal so schlau, was die Knochen weg damit. Und das da benennen wir, Namen geben. Anti-Gift! Bladel! So, weiter im Text. Nicht so lange in der Letten stehen. Waschen, dreiste. Oh ja, tatsächlich, noch ein Viecherzling. Macht Sinn. Bin schon bereit. Aber wir verlieren so schnell. Wir verlieren so schnell Energie. Da können wir wieder nicht rein. Gut, ich tue ja alle 5 Meter irgendeinen anderen Scheißdreck, aber gut. Nicht vergessen, dass der Fleisch vergammeln lässt. Ich denke, dass man das Wasserschweinfleisch sowieso vergammelt, bis ich da jemals wieder zurückkomme. So. Und dann bewegen wir uns einfach einmal geradeaus. Wir haben da letztes Mal auch schon irgendwo einen Jaguar oder was auch immer das war gesehen. Seile haben wir sowieso auch nicht mehr viel. Können wir auch gleich mal mitnehmen. Hab ich nicht geschaut. Was ist denn da wieder? Ah, Springer kostet viel Ausdauer, das tun wir nicht nochmal. Schauen wir mal, das ist mal eine Banane hier. Banane, was haben wir da? Vogel! Krebsen! Ah, der Energy Fungi, der kann uns vielleicht einen Arsch safen. So. Jetzt sind wir wirklich einfach geradeaus umgegangen, okay? Wir gehen jetzt nochmal geradeaus, einfach geradeaus. Wir gehen einfach mal geradeaus. Schon wieder Durchstieg. Da haben wir doch was. Sauber, trinken. Wunderbar. Mandarin haben wir gefunden! Die können wir auch brauchen. Frisst auch gleich mal eine rein. Das hat noch nie geschaut. So. Okay. Und dann in die Richtung nach Hause. Das heißt... in die Richtung, wo das dünne Dachel steht. Den Leguan lassen wir jetzt mal in Ruhe. Untersuche das Stammesdorf. Da haben wir letztes Mal genau das da. It's a map. It's a map! At least what's left of it. Das mag ich nicht lesen, ich sag das. Lambda 2. Da ist eine Höhle. Die war letztes Mal noch nicht dort. Diese Höhle war da letztes Mal noch nicht dort. Gibt es irgendwas, was wir da klauen können? Steckern. Irgendwann können wir schon brauchen. Da waren wir letztes Mal auch schon dran. Erforderliche Gegenstände, kleines Feuer. Neuer Ort auf der Karte. Jetzt fangen sie wieder das Duschen an. Was haben wir da? Holzscheitel. Schau dir mal den Trockenteil an. Ich weiß nicht, Herr Quarton, ich weiß nicht, was du meinst. Hängematte halten zum Schlafen. Sollen wir da mal eine Stündel schlafen? Damit wir sicher wieder heimkommen. Nur Stündel. Nur Stündel. Passt schon wieder und jetzt gehen wir heim. Zwar
wo dieses dünne... Wo das Ding hinzeigt. So grob in die Richtung. Zack, finster. Ja, ist ja scheißegal. Aber ja, schauen wir da ruhig noch ein bisschen durch. Nicht, dass da irgendwas umeinander liegt, was nützlich sein könnte. Ist da ein Trockengestell irgendwo, oder was ist denn da? Ich seh... Ach, das Ding da. Tagebuch, nur ein Eintrag, Trockengestell. Ja, sicher, jetzt brauchen wir mehr. Wo gehen wir jetzt noch heim und bauen wir uns eins? Da gehen wir jetzt heim und bauen wir uns eins! Bambus-Trockengestell. Kommen wir mir sicher das Stecker nachbauen. So, ab nach Hause, Kinder. Ja, ist schon grob die Richtung, müsste schon gehen. Da neues Lager errichten, ja, kommt. Abbauen und mitnehmen, geht das? Ja gut, da fallen die ganzen Stecker raus, das ist ein Krampf. So, da schnell durchsprinten, durchs Wasser. Was ist das da? Capybara wahrscheinlich brauchen wir nicht, wir haben noch eins in der Tasche. So, genau. Ich weiß noch genau, wie wir letztes Mal diese schrägen Palmen da gesehen haben. Haben wir noch ein paar Seile mit. Kriegen wir schon. So. So, jetzt erstmal nach Hause finden, Kinder. Das ist diese Senke mit dem kleinen Hügel drin. Ja, wir haben schon richtig. Alles gut. Alles gut. Verpissen wir uns einmal von da, wenn nicht, dass der Kongo-Mongo wieder daherkommt oder irgendwelche anderen Viecher, die wir in den Arsch beißen wollen. Ich hab das vorher schon gehört, tun sie sich mal nicht hinunter. Aber gerade andere Probleme gehabt, weil wir alle 2 Sekunden, oh, ich kipp oh, ich kotz. Da haben wir einen Energizer-Schwammerl. Essen, 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 der vergammelt sowieso, friesen einen Deppenschell. Wie lange hält das noch? 15 Stunden, da gehen wir jetzt heim mal feiern. Da ist unser, das ist unser Haustier. Ah, den Armadillo, den lassen wir wieder sauber leben. Das ist mir scheißegal, was das labert. Den lassen wir mir, wo er ist. Was denn die Ratzen eigentlich? Jetzt zu dem Waffenstall. So, ab nach Hause. Jetzt ist die Frage, ob das storytechnisch Sinn macht, dass wir in dem Lager unser Lager aufschlagen. Dann müssen wir kurz überlegen, war da alles in der Natten, was wir brauchen? Eigentlich ja, Viecher, Baumstumpfen, Kokosnüsse, den ganzen Mist. Ich denke schon, dass wir wieder umziehen werden, früher oder später. Banana! Wie schaut das aus? Kohlenhydrate haben wir genug, aber so Fleisch können wir essen. Kann man sich eine Fackel bauen. Ja, das gegrunzt schon, der hat sich mal nicht runter. Glut erforderlich, Spiel speichern. Was müssen wir jetzt lernen? Wir stehen mal richtig gut da. Da wird gespeichert. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um ein paar Sachen zu machen. Was kann man machen? Das Fleischbraten. Wie lange hält das noch? Einen Tag. So, benutzen. Oh. Trockene Bleidel haben wir nicht von ihm. Zampal schreibt absolutes Pro. Ja, Stock plus Seil. Fackel ist Stock plus Seil. Und sonst nichts dazu. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber gut. Soll mir mal egal sein. Papageikörper, was kann ich mit dem da sammeln? Können wir noch Federn. Federn, was tun wir mit den ganzen Federn? Pfeilbogen bauen natürlich, aber was ist denn das? Ara-Fleisch, Verfall. Ja, keine Ahnung. Brot. Brot den Bums. Und währenddessen schauen wir uns das Baumenü an. Jetzt eigentlich hier Trockengestell! Es ist die Frage, bauen wir uns das überhaupt noch da oder bauen wir uns das in unserem neuen Lager enden? Oh, Lehmkaminwand. Steinring. Ja, because, why not? Da brauchen wir große Steine. Und, was habt ihr gesagt? Langer Stock. Warte mal. Ich hätte jetzt damit drauf tippt, dass ich mir so eine Fackel baue. Ja! Das ist mal gleich mit rein her, warum nicht?
Feuerholz. Oh, ja, da hast du absolut recht, Feuerholz noch nicht, das habe ich jetzt wieder falsch rum dumm interpretized. Ah, schaut gut aus. Und die ganzen Kleinen kann man die ganzen Stack reinwerfen? Ja. Hoppala, was war denn das? Schwache Fackel. Wo kommt denn die Fackel hin? Können wir den noch zünden? Nö. Fackel? Ah, okay. Schaut, dass man das nicht so nehmen kann und einfach da umlegen kann. Das war. Oder was? Ah! Wirf die Fackel da hin. Jetzt, wenn ich auf 2 drücke, habe ich da eine Fackel. Ja, ist schon. Keine Ahnung warum, aber das Spei ist irgendwie voll geil. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich auch gerade deswegen, weil es so zag ist. Wir haben jetzt seit 7 Tagen am Leben, haben wir 5,7 Kilometer gereist, haben wir 8-mal geschwimmt. Und wir kommen immer nur so ein bisschen vom Fleck. Und das sorgt dafür, dass sich wirklich jeder kleine Progress anfühlt mit geil. Ah, geil. Sturm baut, geil. Stecker heute baut, geil. Wir haben keine Krankheiten, wir haben keine Löcher irgendwo in uns und sterben in 5 Minuten, geil. Keine Ahnung, das ist richtig gut gemacht. So, bringt meine Fackel. Wie mache ich meine Fackel wieder aus? Wie mache ich meine Fackel aus im Wasser? Halten, trinken, waschen. Wie mache ich meine Fackel wieder aus? Oder brennt die, wenn ich die wegstecke? Verliert die Haltbarkeit in meinem Rucksack drin? Habe ich die jetzt da in meinem Rucksack drin und es liegt so umeinander? Nein. Storner brauchen wir. Oh, da liegen die schönen Anti-Giftbleilen umeinander. Jawohl, soll ich das wieder finden. Alles cremig, alles mit der Ruhe. Oh, wir müssen aber bald ins Bett gehen. Sonst kippt man da. War da noch ein Storn? Nein. Haben wir da noch irgendwann einen dicken Storn? Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das jetzt tue. Ich möchte bloß sehen, wie es funktioniert. Need to rest. Wir müssen uns einfach bloß Healing und schlafen und eigentlich einfach umziehen. Trinken wir noch ein bisschen was. Und dann schlafen wir. Magst du mal Offstream eindüdeln und nachher weiterspulen im Stream? Habe ich momentan keine Zeit mehr. Null. Aber ich darf gern, sag ich was ist. Das war das erste Mal seit langem, wo ich wirklich selber Offstream ein Bock hätte, eine zum Spielen. Aber ich möchte natürlich auch, dass ich den die kommen dann das nächste Mal online und kennt das Spiel auswendig. Das glaube ich. Ich möchte ja, dass müsst ihr mir ihr sagen. Ist es nicht irgendwo halbwegs amüsant zum Mitkriegen, wie man das Spiel lernt? Ich finde, der Weg ist das Ziel. Fleisch am Feuer, oh. Ja, das Feuer ist sowieso ausgegangen. Das ist jetzt aber gar nicht so tragisch. Das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich wurscht, weil das da ist gekocht. Schauen wir mal da hier, genau. Was gibt denn das? Verbrauchsgegenstand-Effekte. Ja, das muss ich ja mal essen, ne? Protein. Ja, da ist ein Fett drin! Fucking finally! Ja! Das heißt, wir müssen Capybaras schlachten. Na gut, Kinder, wir müssen umziehen. Ich sag das, was ist, was wir jetzt lernen. Wir haben einen Topfit. Plan. Mach eine Suppe aus die Knochen, sie fix. Braucht so ist es nicht. Herr Zampai, schleichen Sie sich bis Mika. Habe ich die dabei. Am Mika spielen wir übrigens Raft, weil ab und zu die Frage am Anfang vom Stream gemeldet, warum ist denn heute kein Raft? Und dann alle, die sich fragen, was spielt denn eigentlich wann? Da unten in der Beschreibung ist ein Link zu meinem Discord. Und in meinem Discord gebe ich mir sogar inklusive Bildern jeden Sonntagabend die Mühe, dass ich euch schreibe, was wir am Montag und Mittwoch spielen, in die sicheren Streams um 20 Uhr, und ob es einen Freitagsstream gibt. Den gibt es im Winter mindestens alle 2 Wochen, außer ich bin vielleicht einmal nicht da, kann auch mal passieren. Und diese Woche gibt es einen Freitagsstream. Und zwar um 20 Uhr. Und dann werden wir das hier weiterspielen. Und warum wir das am Freitag weiterspielen und warum ich das Solo spiele, schreibe ich da auch dazu. Da muss ich nicht über 800.000 Sachen gleichzeitig und 800 Mal sagen. Das war so schön. Das war so schön. Hockst dich da in das Discord rein und lest.
Und wenn's bloß die Überschrift oder wenn's bloß das Beitel anschaust, dann weißt, was wir wann spielen. Ha, da, das was der Golem schreibt, das lesen wir ja nicht, warum er, lull, das weiß ich. Deswegen gebe ich euch sogar ein Beitel dazu. Der Ecketron schreibt, Suppen sind Todes-OP, aber dafür ist ein großes Behältnis notwendig. Soweit sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erst einmal einen Plan schmieden, was wir jetzt tun. Also unser Bumsbude da, das ist unser Rückzugsort. Ja? Wir müssen jetzt in dieses Lager da oben kommen und da einen Schlafplatz und so ein Dachel bauen. Das ist die Frage, müssen wir überhaupt so ein Dachel bauen oder kann ich da in der Hängematte schlafen? Dass wir da einfach umziehen, so. Und nehmen mit, was wir stark sind, was wir noch haben. Haben wir da noch so? Nimmst ein paar Knochen mit, Hammer, Stein. Eigentlich haben wir ja alles. Das war eigentlich total umsonst, dass wir mir da. Ich nehme jetzt da den ganzen Bums mit, das ist mir jetzt nicht vollkommen wurscht. Und wir wissen ja, dass das da ist. Wir speichern wir. Und ziehen wir um. So, Abflug. Wie spät ist? Wir haben richtig gut genährt. So gut waren wir schon lange nicht mehr beieinander. Es ist 6:30 Uhr. Der Umzug hat soeben begonnen. Im Baumenü sind auch Bilder drin. Ja, halt dein Maul. Stocke, den nehme ich mit. So, mir legt mir die Steine da eigentlich irgendjemand auf, damit ich absichtlich runterfalle, oder was? So, ich muss kurz die Dopaminanregung eines jeden männlichen Wesens, der gerade zuschaut, kurz stimulieren. Jeder Mann wird mir zustimmen. Was passiert, wenn man den Drumstor da oben schmeißt? Hat's Dopamin gegeben oder nicht? 1000% Dopaminausschüttung, bam! Alle Weiber, die zuschauen, Entschuldigung, Frauen, Damen, Mädels, was auch immer, dass sie wieder zum Trenzen anfangen. Ich glaube, jetzt Weiberleute, das herin sitzt und sie als Weiberleute bezeichnet und sie da drüber aufregt, ist im falschen Stream, oder? Mein Ständer an den Tisch, komm! Das wollte ich lesen. Ja, jeder weiß, was gemeint ist hier. Und alle Weiber hocken herin so. Hä? Ja. Männer sind primitiv, aber glücklich. Leider Gottes hat das der Mario Barth gesagt. Leider. Ich mag ihn nicht. Oder haben nicht mögen. Sagen wir es so. Aber er hat leider recht gehabt. Da, Steffi schreibt, checke nicht. Ja, gut, ich mach's nochmal. Andere Seiten. So fucking satisfying. Vollsprint! Nicht gleich wieder übermütig werden, Birger, weil in 2 Minuten kotzt du wieder. Haben wir schon wieder irgendeine Scheiße an uns droh? Warum? Hab ich mir jetzt am Stor weh, da, ja? Nein, der Gackiwurm hängt an die Weidel dran. Da, hier, schleich dich, Mistviech, angescheucht. Dass man sich nicht über die Weidel suchen kann, finde ich ein bisschen schade. Haben wir Kokosnuss? No, nein, die geschissene Ratzen, die haben Gurken auf, da ist ein Ausflip. So, nochmal zurück. Wir sehen uns diesen Freitag um 20 Uhr. Und da werden wir wieder Green Hell spielen. Warum Green Hell, warum nicht Raft? Ganz ehrlich, ich sage es jetzt einmal, wie es ist, weil mir Green Hell einfach besser gefällt wie Raft. Das heißt nicht, dass Raft ein schlecht Spiel ist, aber Green Hell gefällt mir einfach besser. Ich habe schon seit langem nicht mehr so viel, wie soll ich sagen, Bock auf ein Singleplayer-Spiel gehabt. Das eigentlich keins ist, man kann das zu mehreren spielen, glaube ich. Da ist immer Ding, das sterben wir jetzt. Oder so Wildsau. Ist das ein Wasserfuck? Ich greife an die an, wenn ich da hingehe, ich weiß es nicht. So. Ja, wie ich aufs erste Mal die scheiß Bumsbude da wieder finde. Ha! Hat der total gelacht, du. Kann man sich da eigentlich einbunkern wie in The Forest? Ja. Vielleicht mal den Satz fertig schmerzen vom Vorher. Am Freitag haben wir mehr Zeit. Ja, ich weiß sehen, was ist. Freitag, da können wir mal bis um 11, 12 oder sonst was spielen. Das ist unter der Woche natürlich oft einmal nicht so einfach. Kann ich da schlafen? Nö. Gilt das da als überdacht? Kann ich das irgendwie reparieren oder was ist hier los?
Was ist hier los? Weil ich meine, da kann ich schlafen, aber da pisst es mir da. Ist das wurscht, ob es uns anpisst oder nicht? Wie gut ist die Qualität hier zum Schlafen? Du hast, glaub ich, pro Egel minus 1 geistige Gesundheit, als wenn steht minus 5, sind es 5,4. Das kannst du dir natürlich hingeben. Herr Kirzi, ich weiß nicht, wieso erinnert ihr mich nicht an deinen Namen? Du hast einen grauen Vollbier-Squad, oder bist du da heute Mitglied geworden? Wieso habe ich das nicht gesehen? Der Tobi tut noch gleich mit, weißt du was? Ich komme nämlich an Leon. Leon. Bin ich komplett besoffen? Das war vorher, oder? Tobi! Welcome to the Squad. Mir ist wieder Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, der Tobi! Wenn ihr mitmacht, kriegt man einen Steinspeer in die Arschgrunze hinein befördert. Per Flugpost. So. Was tun wir hier jetzt? Was braucht man? Da liegt der Kokosnuss. Die können wir schon mal brauchen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Da haben wir ein Wasser daneben. Da gibt es halt die Fischal nicht. Wahrscheinlich. Also zumindest habe ich da in den Flüssen noch keine gesehen. Coconut! Hä? Ich möchte Sie warnen, ich habe jetzt da einen Steinspeer. Nimm mir den komischen behinderten Holzstecker. Feiermoor ist einmal das erste Jahr. Und ich glaube, wir müssen ein neues Hacki müssen wir auch machen, weil das, glaube ich, gleich kaputt geht. Machen wir mal, kann man da drin ein Feuer machen? Kohle ist da. Nehmen wir auch mal mit, warum nicht? QB, das liest man zum Schluss noch. Ja, dann vielleicht ist die Story sogar gar nicht schlecht dazu. Warum nicht? So, hier, Feuer. Schauen wir erstmal, ob wir den da irgendwo platzieren können. Kann ich, zählt das Ding da drin als Storkreis, zählt das als, weißt du schon? Kann ich das einfach da herzimmern und gut ist, oder muss ich ein Neues machen? Ich habe das Gefühl, ich muss ein Neues machen. Wir machen jetzt da ein Feuer her. Vielleicht sollte man aber erst das Dach platzieren. Wieso nehmen wir nicht ein Dach, das schon da ist? Rennt jetzt da durch? Das werden wir herausfinden müssen. Rennt jetzt da durch oder nicht? Rennt jetzt um den Quadratmeter durch, rennt um den nicht durch, rennt da gar nicht rein, zündet den Bono. Wir probieren es einfach. Der Feuer, kann ich das da überhaupt platzieren? Ja. Das machen wir da her. Haben wir Bananen vor der Haustür? Ja, haben wir. Ja, da ist ein guter Platz. Guter Platz. Schlafen wir in der Hängematten, das ist okay. Dann machen wir jetzt da mal kleine Stöcke und große Stöcke. Habe ich keine großen Stöcke? Ich habe doch Stöcke. Doch nicht so viel, wie ich das dachte. Dann müssen wir wohl oder übel. Ja, jetzt liegt die dabei. Jetzt liegt das Ding dabei, passt schon. Du brauchst es doch sowieso zum Speichern. Ach, da kann man. Stimmt, an den Dingen kann man nicht speichern. Kann man am Lagerfeuer speichern? Am Lagerfeuer habe ich noch nie gespeichert. Ich glaube, wo ist denn das? Ach, Knochenmesser kann man sich auch machen. Schon. Kein Platz im Rucksack. Dann schmeißen wir da mal die Steinklinge da weg, weil es wurscht ist. Und das können wir da sein. Machen wir es so. So. Wieso kann ich die Fackel da nicht... Geht die langsam kaputt am Boden? Oh ja, tatsächlich. Und haben wir den da einer und das da einer. So. Stockis. Hoppala. Das wollte ich eigentlich nicht. Da brauchen wir kleine Stockis. Ein Giftfrosch. Was tut das so? Das hält noch 18 Minuten, das müssen wir schnell drücken. Kokosnuss, Wasser sauber, Mandarin spoiled. Sammeln, kriegen wir da Maden raus? Wir kriegen wir Larven raus. Gibt Proteine. Proteine! Naja, besser wie nix. Hey, schau her, es hat tatsächlich einen Sinn, diese abgefaulten Dinger nochmal zu verwerten, weil du nochmal was kriegst. Haben die eine Haltbarkeit? Die halten ja ewig. Die halten nicht ewig. Was schauen wir da aus? Fett kann man brauchen. Naja, gut.
ist halt auch bloß so 17 Stunden, da fressen wir mal eins, weil brauchen wir nicht. Kann man die Schneck trinken? Weiß ich nicht. Kann man Banane trinken? Nein, kann man auch nicht. Ja, bitte. So. Eins nochmal, wir brauchen Steckern. Wo ist mein Hacki? Was ist mein Hacki? Ja. Langer Stock. Das haben wir jetzt. Stupid piece Ja, of shit. das war klar. Healing. Sammeln. Müssen wir unser Hacki bauen. Hacki bauen! So. Herstellen haben wir einen Stein auch. Ja, wieder kein Stein. Kann ich mir eine Knochenaxt bauen? Nö. Kann man das irgendwie schnell hin und... Das wollte ich wissen. Dankeschön, wunderbar. Zauberhaft. Hier, Steinklinge, mein Popo, den kannst du haben. Kleines Feuer. Rechts, da probieren wir da mal was. Wie viele kleine Steckern kriegen wir da außer 3? So, ringen sie jetzt da her oder nicht? Ich würde sagen, nein. Ich meine, ich bin ja nicht behindert, ist mir schon klar, dass da ein Loch drin ist. Aber die Hitbox scheint das Regnen zu verhindern. Passt schon. Solange du im Craften oben die weißen Kreise hast, bist du nicht verkehrt dran. Oh, Mr. Martins. Das hast du wahrscheinlich schon 1000-mal geschrieben, aber ist ja wurscht. Solange die weißen Kreise... Ich verstehe. Das war ein guter Tipp. Da war ich wahrscheinlich allein nicht 100%ig draufgekommen. Die Frage ist nun, wie bauen wir müssen uns jetzt was bauen. Haben wir eigentlich ganz gut dabei, brauchen wir aber Rohstoffe. Wir brauchen Rohstoffe. Und dann müssen wir schlafi. Und man tut sich schon Welten einfach, da war es eine Tabakpflanzen, die nehmen wir auch gleich. Was ist denn da wieder? Banane haben wir auch vor der Haustür stehen. Da schauen wir richtig gut aus. Ich hoffe jetzt bloß, dass diese Hängematte da ausreichend guten Schlaf daherbringt. So, Dauerblüten. Ach, wir haben schon wieder keinen Platz im Rucksack. Kruzifix. Ja, wir haben nicht genug Ausdauer, dass ich mir da jetzt einen Baum schlage und jetzt schlafen wir mal. Wie spät ist? Ja, es ist wie Mittag, schlafen wir mal 1-2 Stunden oder so. 1-2 Stunden bloß. Und dann müssen wir uns was bauen, wo wir speichern können. Jetzt muss ich nur mit da schnell, jetzt pass auf. 1, 2, muss klar. So, Pisserei hat es aufgehört. Wo haben Bäume zum Umhacken? Da, hier. Rundrum wird alles niedergeholzt. Ist mir scheiße. Krieg ich das mit dem niedergeholzt? Ja. So, ein bisschen unrealistisch. Oh, das ist jetzt noch Capybara Steps. Oh. Lassen wir so. Können wir nochmal mitnehmen? Passt schon. So, das Zeug werfen wir dabei da so hier. Dann machen wir Sammeln. Okay, mal. Es ist halt schon wieder 10 vor 10. Du kannst mir im Arsch legen. Es ist immer das gleiche, wenn mir ein Spiel gefällt. Sitze ich da mit Depp. Also, was soll ich machen? So, da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Steinkreis, den haben wir auch gleich dazu. Den können wir schon mal platzieren. Haben wir mir irgendwie Steine? Haben wir nicht, gell? Aber die kriegen wir schon zusammen. Da sind 2 Stunden nicht Mittag gemacht. Ich finde schon, dass das halt richtig stabil war. Ja, schon viel besser wie die ersten 2 Male. Ich finde es am Anfang ein wenig kompliziert. Aber wenn man dann langsam ein bisschen reinkommt, das wird dann schon. Schweinefleisch roh nehmen. Ah ja, das dauert wahrscheinlich ewig zum Tricken, wieso die nicht da ist. Ganz normal. Das ist gut.
Das ist absolut okay. So. Dann, mehr Zeug sammeln. Ach, die muss ich vom Boden auch halten. Wieso muss ich die jetzt halten? Kann ich nicht einfach, kann ich nicht einfach drücken, das gefällt mir nicht. Bringen wir mal ein wenig Holz zurück. Stabil, ja, und kurz vor Story Progress. Ja? Dann haben wir ja am Freitag richtig schön was zu tun. Das ist was, vielleicht müssten wir ein bisschen in die Richtung Story dann schubsen, weil ich pimmel jetzt da 3 Stunden lang in dem Lager auch umeinander. So ist es nicht. Weil es mir einfach wurscht ist. Ja? Spei aufsauen. Vorher hat jemand was, ein gut. To rest. Was schon wieder Rest? Wieso denn? Friss mal eine Banane. Und das hält auch nicht mehr lang, das fressen wir auch. Kokosnusswasser, drauf geschissen, da schaut doch alles gut aus. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen was, wo wir speichern können. Am Feuer kann man nicht speichern. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Bett. Weißt du was, in unser Bett bauen wir da so her. Brauchen wir eine Art Bett. Bett, Haus, Blätterbett. Da können wir noch einen besseren Unterstand bauen wie das Ding da, oder? Ja, jetzt sagen da. Schimmernder Rahmen. Man kann da ein Baumhausel bauen, gell? Oh. Seht ihr denselben Baum wie ich? Kurze Frage. Bevor jetzt ich da auf die Idee komme, dass ich mir da jetzt ein Baumhausel aufbaue, muss ich storytechnisch nochmal umziehen oder kann ich da bleiben? Lausbuhr schreibt Punkt, nein. Schein, glaube ich, geht auch an der Hängematte, bin mir aber nicht sicher. Da ist es jetzt nicht gegangen, wie ich kann bloß schlafen, aber normal muss ich da drüber gehen. Ja und nein, du wirst oft umziehen. Ja, okay. Mit der Kokosschale kannst du normalerweise eine Portion Suppen kochen. Ist scheißegal, wo du die Base baust. Du musst öfters umziehen. Also ich kann auch jetzt mal den Weg gehen, oder? Wenn ich irgendwann einmal eine Orientierung habe. Kommt drauf an, wie du das siehst. Ja, verstehe schon. Verstehe schon. Keine weiteren Fragen, meine Damen und Herren. Ich baue jetzt da trotzdem. Da brauchen wir irgendeine Bumsbude. Erlaubt das spielt. Ah ja. Genau. Ich brauche einfach einmal so ein Dachel. So ein Ding da. Da kann man ja dann, das schaut aus, als könnte man Lorte aufbauen. Ja. Kletterstei. Ja. Bauen wir mal das. Bambus. Bambus habe ich zumindest gefühlt nur. Hä? Das für Käse. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich möchte das Gestei haben. Oh. Was gibt's da sonst noch so? Müssen wir gleich wieder schlafen? Das werden wir schon überleben. I need to rest. Ja, dann müssen wir den Rahmen bauen. Den bauen wir jetzt einfach mitten rein. Das sagt der wie es ist. Den bauen wir mitten rein. So. Wunderbar. Stecken wir noch ein paar Sachen rein. That's what she said! Machen wir diesen hier. Ja. Noch einen Baum kriegen wir sowieso nicht umgehauen. Darum beten wir jetzt zum lieben Gott, dass uns in der Nacht nichts passiert. Wir sind mal beinahe zum Trinken, kann man noch was brauchen. Leer, Kokosnuss, da ist noch Wasser drin. Dann müssen wir, wenn wir aufwachen, Wasser holen und abkochen. Das hilft nicht. Kriegen wir schon. Eins nach dem anderen. Ganz ehrlich, ich finde das Spiel richtig stark. Anscheinend habe ich wirklich lang genug keine Survival-Spiele mehr gespielt, dass ich erstens... Warum verliere ich so viel Leben? Warum verliere ich so viel Leben? Warum verlieren so viel Leben? Verstehe ich nicht ganz. Ja, gut. Da ist es. Hoppala. Da ist es auch wieder so, dass man das Ding einfach im Boden eintauchen kann. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, aber gut. Die Kokosnuss, die wir sammeln. Schauen wir mal, ob wir dann müssen wir eigentlich 2 Kokosnusshälften also. Oh! Ja, friss rein. Friss rein die Scheiße. Und wo waren jetzt die Kokosnussdinger? Die haben dann da herin, gell? Ja, passt. So, das da machen wir zu unserem... Da kommt unser Nestal eine und das da, was machen wir zu unserem Lager? Das wird unser Lager. Da werfen wir die ganze Rotze am Boden hin, die momentan nur Platz braucht.
Kokosschüssel, der mal raus, da können wir... Nein, das wollte ich nicht. Da können wir aussaufen, wenn es pressiert. Und jetzt betten wir einfach einmal eine Runde, dass da keiner kommt und wir haben da ein paar Palmen zusammen. Na, brauchen wir Holz. Wir brauchen Holz. Ja, hier kannst du Klingeln leveln wie like a Boss. 1, 2, 3. Ab nach Hause. Egel. Oh, tatsächlich. Schön gesehen. Ob ich wieder nicht aufpasst, aber jetzt brauche ich kurz. Warte. Kann man das mit dem überhaupt trennen? Ja. Einmal. Hä? Also, zweiten haben wir wieder mal nicht aufgeklappt. Dann schauen wir uns die Egel. Wie viel haben wir wieder überall? Ah ja, keinen mehr schon. Hier. Haben wir vom Wolfric gelernt. Stell dir vor, der Bürger passt auf, was einer sagt. Warum kann ich den Stecker nicht nehmen? Was ist mit dem? Hallo? Was ist mit dem Steckern? Ich will den Steckern haben! Ja, dann fix den mit deinem scheiß Stecken. Ist da nicht noch irgendwas ins Wasser eingefallen? Nein, tu halt die Palmblätter weg. Wir sind zu dritt. Was soll ein Jäger? Thirsty. Wir haben jetzt keine Zeit. Nein, das ist so nervig. Das mit dem Objects anvisieren ist so nervig, das ist so schade. Da muss aber im Spiel dann weiterfallen, weil das nicht gefixt wird, ist wirklich bitter. Es ist wirklich extremely bitter. Holzscheit, Seil, Stock, ja, das ist das. Lange Steckern. Wir gehen mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube, wir machen uns einmal eine Feier. Unsicher. Ist verdorben. Nein, nicht essen. Feuerbrett. Die Frage, ob die Typen dann eher angezogen werden, wenn ich da eine Feier mache. Machen wir eine Feier. Speichern ist wichtig. Das ist genau meine Idee. Ich kann ja an dem Ding schon speichern. Ich kann da noch nicht speichern, gell? Nehmen wir das nochmal weg. Ich muss ein Dach drauf bauen, dann kann ich speichern, oder? Erlaubt dir das Spiel zu speichern? Nein, ich muss das Ding da aufbauen. Was braucht man? Lange Steckern. Hilft jetzt nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der kleine Band da schaut gut aus, den haben wir um. Brauchen wir lange Steckern. Nichts mehr zum Essen. God, I could use a drink. Ja. Kriegst dann schon was zum Trinken. Jetzt schauen wir den Knirschen. Wir müssen jetzt das Ding da oben aufbauen. Und dann müssen wir erstmal speichern. Das ist das Allerwichtigste. Das ist alles für Katz, was wir jetzt da haben. Nein. Was brauchen wir noch? Langer Stock. Nochmal einen langen Stock. Müssen wir leise sein. Die Eingeborenen, weiß ich nicht, die wollten da hinten der Kieferfessel ab oder was ich austreiben. Naja, chill. So, was brauchen wir jetzt da? Holzscheit. So,
Feuerbrett, was sind denn Holzscheite? Dann ist die dicken Steckern. Bisschen haben wir noch. Sind das die dicken Steckern? Wo ist denn das Ding umgefallen? In die Richtung da irgendwo, oder? Fuck. Geht es jetzt zum einen fetten Stecker nicht aus, oder was? Kim, leck mir am Arsch. Ich hab nicht mehr genug. Der ganz fetten, die ganz fetten, ja. Und um einen sehen geht's jetzt nicht aus, oder was? Oh, wo ist denn noch eine dünne Palme oder so? Scheiße. Ich bete jetzt einfach, dass die nichts tun. Bitte. No. I'm thirsty. Jetzt wird's eng, Kinder. Warten die zwei Kokosnussschalen nie. Wo bin die hin da? Sehr gut. Jetzt müssen wir ich muss jetzt schnell eine Stunde schlafen oder so, weil sonst bin ich hin. Wenn sie mich jetzt ficken, dann wie lästig. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muss gelingen. Atmen, Birger. Atmen! Jetzt wird's gierig. Ja, ich merke schon, ich merke selber, dass ich gierig wird. Genau das möchte ich vermeiden, aber das hat jetzt sein müssen. Es hilft nicht. So, Storso, haben jetzt die immer noch da? Die Kongo-Seppen, nein, sie sind Gott sei Dank fort. Ja, Frosch, du kannst dich verpissen. Ich hab schon gespannt, dass du ein Frosch bist. Storner brauchen wir. Ich muss mir eine Hacke bauen, tu mir die Schnecke. Ja, auf den Stor können wir wieder nicht aufhüpfen, das ist der unüberwindbare Todesstein. Scheiße, die sind immer noch da. Die gehen wieder. Gehen wir in die andere Richtung. Du, ich geh in die andere Richtung. Bis dann. Okay, ciao. Bundesgarten, ciao. Haben wir noch was? Wir haben heute nichts mehr. Wo das Feuer ist auch noch da. Gut, das können wir mal noch ein bisschen fordern. Ja, hat Stecker noch rein. Jetzt geht's. Easy. Oh, Bananashot nicht. Bananashot nicht! So, eins noch machen. So, den Stecker hauen wir jetzt um und dann bauen wir das Ding fertig, damit wir fucking speichern können. Thirsty. Müssen wir uns dann alles einmal in Ruhe durchschauen. Dann haben wir schon wieder thirsty. Was haben wir braucht? Holzscheit. Da liegen ein Haufen kleine Stecker nochmal, das ist in Ordnung. Die können wir da lassen. Ich möchte jetzt speichern. Brr! 2012 möchte ich seine Geste wieder zurück. Ach verdammt, da war da noch eine Steinklinge gelegen, aber gut. So, weißt du, was wir jetzt denn? Machen wir was ganz was Närrisches. Der ist verhungert. Capybara denkt sich, Sitz. Wie weit kann man sich nicht da anschleichen mit in der Hocken? Oh ja, kann man sich sehr viel nicht da anschleichen. Ne, funktioniert leider nicht so, wie man das vorstellt. Ist jetzt aber auch wurscht, das war gerade die 5 Meter vom Lager entfernt. So, jetzt pass auf, was ich möchte eine Lorte. Aber nicht da aus. Ja, geht. Ja. Wie zielt man das?
komme ich dann auf und kann nach rechts, wenn ich da eine Mauer aufgebaut ist, das mich interessieren. Das darf mich interessieren. Langer Stock. Langer Stock. Ich darf auch so gerne den anderen langen Stock, dann immer das Feuer da, das brennt nicht mehr. So. So. Stock. Ich hab doch. Ja, wie kann ich. Ein Drink schon wieder. Ja, dann gehen wir halt in den Coconut. Da, hier, Butterlein, der Coconut. Ist dein Trockenfleisch eigentlich schon fertig? Ich weiß nicht, das ringt die ganze Zeit an. Wird das Trockenfleisch wieder nass, wenn es anringt? Wenn ja, flippe ich aus. Ich glaube, du kannst in das Loch auch nur ein Seil. Oh, ja gut, aber fürs Erste muss ich erst mal irgendwie raufkommen. Nein, ist noch nicht fertig. Also es wird nicht irgendwie nasses Trockenfleisch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sprengschnauze. Schnauzen! Fett haben wir wieder keins. Müssen wir Capybara irgendwann fangen. Aber das ist nicht so tragisch. Kriegen wir schon. Was wird jetzt? Ja, die Steckern holen. Holen Sie Stockchris! Oh, was ist das? Riesenkröte. Ich hab eine Riesenkröte. Wo ist denn die jetzt? Da. Sammeln. So mit der Riesenkröte, weiß ich nicht. Ich sammle die Riesenkröte. Was kommt raus? Riesenkrötenfleisch. Ja, bist du wie nix, oder? Wie schaut's Feier aus? Bringt auch noch Zeil. Was ich? Das passt, das ist ja gut. Da ist einfach eine Tierfalle, die habe ich gar nicht gesehen, halten, um scharf zu machen. Ja, sicher. Warte, direkt umsonst. Ah! So, und da haben jetzt einen Haufen Stecker angelegt, die brauchen wir alle. Nicht den langen Gewick, den brauchen wir später. Nur mal die kurzen. Rest. Tierexkremente! Rechtsklick! Essen! Dann hast du nicht kommen sehen. Sagst du, was ist? Das hast du nicht gehabt! Oh. Jetzt meine ich wird's wieder. Das hätte ich nicht tun sollen. Mann, was der Witz wert, Birger. Haben das Parasiten? Haben so Parasiten ausgeschaut? Ja, der Witz war es jetzt nicht ganz wert. Das muss jetzt einfach so loswerden. Der Witz war es nicht ganz wert. Aber was tut man nicht alles? Sie fix, da waren vorher noch mehrere Schweimal dran. Ich weiß genau, wie es ist. Haben wir immer noch 2 Parasiten. Müssen wir schnell die Schweimal suchen, das hilft nicht. Hau ab! Armadillo Bert! Armadillo Pep! Armadillo Pep! Tiercode! So, finde ich jetzt keine Schwammerl mehr, ja, und verstirbt wieder wie Behinderter. Überlebt Wurm, ein Alulu und jetzt das. Kriegen wir schon, wir müssen bloß die roten Schwammerl finden, die finden wir schon. Chill, die finden wir schon. Was ist denn das da? Diese Stelle schaut verdächtig aus. Ich weiß nicht wieso, aber sie schaut verdächtig aus. Oh oh. Oh oh. Hat mir der Kuss mit der Witz jetzt ein Topf! You serious? Die nehmen wir schon mit. Need to rest. Fuck. Wir haben wie geil der Baum quietscht. Nicht im Wasser umfallen, nicht im Wasser umfallen. Wir können das abbrechen. Fuck. Karte, neuer Ort. Nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Da war ein Rochen. Rochen? Was? Da hab ich jetzt gar keine Augen nicht dafür gehabt. Ich hab. Na! So geht es das denn?
Geil, man wird sauber, wenn man im Ring steht. Sag ich das richtig? Ich weiß schon, dass ich es am Bono weggeworfen habe. Das sind aber die Sachen, die schnell gehen müssen. So, alles verbunden. Es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt zum ins Bett. Den nehmen wir auch noch schnell mit, weil warum nicht? So, unser Lager. Und die Wulzei vorbei, die tun uns nichts so viel. Ja, lauf du. Und jetzt ab ins Bett, Kinder. Ich trage jetzt die Nussen heim. Dann hab ich geschlafen. Schreibt mir von rechts, ich glaube, das ist ein Vogel hast. Also ein Facki von euch kehrt man noch. Eines Tages kehrt man sie als Facki. Sag's, wie es ist. Sag es, wie es ist. Die Kokonate wirft man hin. Ja, Thirsty, ich weiß. Da ist garantiert Wasser drin. Wunderbar, und jetzt gehen wir schlafen. Das wäre mir nicht ganz... Okay, passt. Schlafen. Ich hab da nur Pro-Gaming gesehen. Wulfric, was ist? Also ja, wenn es regnet, pausiert oder bricht ab. Das muss ich jetzt alles im Nachhinein lesen. +2 geistige Gesundheit, weil Nähe zum Feuer. Feuer ist schon wieder fast am Ausgehen. Kann ich da einen Stor platzieren? Nein. Bananenblatt. Das nehmen wir, wirft man ins Eck hinter, das zum auch schon putzen. Sehr gut. Haben wir noch ein paar Stecker? Jetzt habe ich alle Stecker verbrennt, gell? Ach, Birger, du Trottel. Aber für das haben wir die Dinger da. Wobei, da glaube ich, können wir auf Sammeln drücken. Wir haben schon wieder irgendwas, wo wir uns untersuchen müssen. Wieso denn? Nein, unser Essen schaut nicht. Klapperschlangenfleisch. Also kann ich das nur an einer Seite bleiben. Ach, da ist nicht. Ja, ist verbrannt. Zerstören. Zerstören scheint nicht so ganz zum Funktionieren, gell? So, haben wir Steckern. Haben wir keine Seile mehr. So, was feiert uns? Ich sehe einen Scheiß... Ja, gut. So, das waren jetzt -2 geistige Gesundheit. Ja, genau. Jeder Egel, den es droht, gibt ein -1, also +/-1. Thirsty. Oh, hat's duscht in der Zwischenzeit? Schauen wir mal, ansonsten müssen wir Kokonat aufmachen. Kokosnuss, Wasser sauber, wunderbar. Kokosnuss bleibt liegen. Ansonsten kann man jetzt das Fleisch da vertragen. Ja. Ja. Klapperschlangenfleisch. Tut das da oben, wieso steckt man das da oben im Riesenkrötenfleisch? Wir können Sachen zerstören. So. Das lege ich jetzt da her. Rechtsklick zerstören. So, die zwei ist mir. Das scheint nicht so ganz zu funktionieren mit Sachen kaputt machen. Fackel im Ring macht natürlich auch viel Sinn. Da bin ich jetzt gespannt, ob die ausgeht, aber wir brauchen schnell Seile. Da sind Seile. So. Das ist da hinten mit Sicherheit noch eins. Jawohl. Habt ihr halt eigentlich schon mal auf diesen Like-Button drauf gesmashed? Klar, genau, zerstören, noch rechts bestätigen. Was? Noch rechts bestätigen? Warte. Ach so! Das ist wirklich krass, wie ich schaue jetzt an, was rundherum passiert. Sorry, was ist?
So, jetzt müssen wir aber... Ich muss mich aufs Hirn... So, Seil. Bam, bam, bam! Leiter hergestellt, like a boss. Tatsächlich. Ha! Look at me! I build a fucking shelter, bitch! So, jetzt ist die Frage, kann ich da auf das Ding noch mal einen Turm draufbauen? Oh! Ladies and gentlemen, you know what time it is. It's a drink. And so do I. War das gleiche Geräusch wie vorher? Umso mehr du baust, desto öfters bekommst Besuch. Ah, verstehe. Ah, okay. Die Kinderwinde, da sicher gerne ausprobieren, wie hoch das maximal geht. Sie, Senior. Und das heben wir uns, weißt du, für was wir uns das aufheben? Das heben wir uns dafür auf, wenn Green Hell wieder verschwindet. Der letzte Stream machen wir einen Community-Zock und wir schauen mal, wie hoch man einen Turm bauen kann. Wir wissen, das ist der Plan. Das ist der only way. Das ist der only way. Ja, da wird im Umkreis von 100 Meter jede einzelne Palme abgeholzt, zu viert. Oder ich gehe mal davon aus, man kann es zu viert spielen, ich weiß nicht. Wie viele Leute passen in eine Spur rein? Vollkommen wurscht, wenn es 10 sind, dann machen wir es zu 10. To the moon. So. Oh, hoppla, da kann ich aber nicht speichern, da mag ich speichern. Hier. Wie schauen wir aus? Schauen wir gar nicht so schlecht aus. Meine Damen und Herren! Das war Green Hell für heute. Verdammt! Es ist immer wieder schön. Manchmal ein paar Wochen langsam mit, ja, weiß nicht so recht, was wir spielen sollen. Probieren wir mal das, Da ist immer wieder mal eine Perle dabei, aber nichts, was man öfter wie einmal spielen kann. Vielleicht einmal zweimal und dann war es wieder. Aber das hier ist absolut nice. Fast ein wenig als Shot, dass das Spiel schon relativ alt ist und dass er jeder kennt. Das ist, oder viele Leute, nicht jeder kennt, dass es viele Leute schon kennen. Ich bin irgendwo froh, dass ich jahrelang, ich glaube über ein Jahrzehnt lang, Survival Games einfach wegbockt hat und die eine kurze Ausflug nach The Forest, der zählt nicht, finde ich. Da haben wir auch nicht richtig gespielt, da haben wir auch bloß umeinander blödelt, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde halt, das ist ein dermaßen ein Nachmacher von The Forest, nur mit mehr Bugs. Um ganz ehrlich, wer war denn zuerst da? So, speichern und verlassen, ja. Schauen wir, das darf mich schnell interessieren. Weil Green Hell ist, glaube ich, von 2018 und Forest 14. Release the Forest. Ja. Warum kann ich mir so einen Scheiß merken? Jetzt pass auf. Green Hell Release. Wieso kann ich mir so einen Scheiß? Was, jeden Scheißdreck kann ich mir merken. Aber wenn irgendwo ein Charakter kommt, der hat den Namen, der heißt Markus. Der hat nicht mehr einen ausgefallenen Namen. 2 Sekunden später muss ich in den Chat fragen. Scheiße, wie hat der gleich wieder geheißen? Keine Ahnung. Aber ich weiß aus irgendeinem Grund, dass The Forest von 2014 ist. Das ist 12 Jahre her. Forest war doch der Kackstift-Sim, gell? Wir haben im Stream The Forest nie gespielt. Ich habe The Forest damals gespielt, 2014, als es rausgekommen ist und gerade rausgekommen ist in der Early Access. Habe es aber nie durchgespielt, nur in Videos gesehen. Es ist ja offensichtlich, dass The Green Hell da The Forest nachmacht. Ist ja klar. Aber ganz ehrlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Vergleich zu The Forest, fällt mir ganz stark auf, was hier der Plan ist. The Forest war noch 2018 so gut wie fertig
Und dann hat sich der Green Hell Sepp halt gedacht, das kann ich auch bloß besser. Und hat halt dann im Prinzip das gleiche Spiel gemacht, aber ein paar Mechaniken geändert, das Crafting-Menü anders gemacht. Aber man sieht ganz klar zum Beispiel an dem Rucksack, ja, das ist dasselbe Inventarsystem wie bei The Forest, bloß einfach ein bisschen anders als sie. Wenn es zwei Spiele gibt, die so ähnlich sind, dann okay. Wenn es jetzt natürlich 20 von der Sorten gibt, dann nee. Bei Forest waren viele Bugs. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat ja vorher gerade geschrieben, dass Green Hell der Nachmacher ist, bloß mit mehr Bugs. Oh, I was there, Gandalf. The Forest war am Anfang alles außer stabil. Alles außer stabil. Du bist ja bei den Zahlen zu Hause, nicht bei den Namen. Bei den Zahlen bin ich auch nicht so daheim, sagen wir es, wie es ist. So, ich habe so viel Leid wahrscheinlich übersehen beim Umeinander donaten. Vielen Dank dafür. Conco Survival Guide tippt. Heilpflanzen kannst sammeln, die Blüten davon trocknen aus für Samen zum Pflanzen. Herr Wulfric, also ja, wenn es regnet, pausiert oder bricht ab. Da weiß ich nicht mehr, was meine Frage war. Ich glaube, meine Frage war, ob man, wenn man im Ring steht, ob man da gewaschen wird. Ich habe schon gesehen, der Träger ist langsam abgegangen, wie es gekriegt hat. Mr. Nick, merci für 14 Monate. Ich hau mich in die Nachschlusswort. Gute Nacht miteinander. Du bist wahrscheinlich nicht mehr da, aber gute Nacht. Fühl dich aus der Zukunft gegrüßt. Tobi, merci für deine Mitgliedschaft. Timmy, bei merci für deine neue Sachen. Wir suchen Sachen. Du bist da komplett hängen geblieben. Sachen, wir suchen Sachen! Kali, merci für 22 Mal Congo Survival Guide. Nochmal, du kannst die nicht hart verlaufen. Das habe ich noch gelesen, glaube ich. Und den Rest dann auch. Also, sorry, ich habe jetzt das mit Sons of the Forest verwechselt. Baumhaus.exe. Ach so, ja, Sons of the Forest ist der Nachfolger von The Forest. Und der ist wahrscheinlich, der ist ja auch wieder neuer wie Green Hell und wird wahrscheinlich auch wieder umfangreicher. Ist das überhaupt schon fertig? Das darf mich jetzt selber mal schnell interessieren. Oder ist es immer noch in der Early Access? Na, scheint anscheinend mittlerweile fertig zu sein. Kleines Update, Patch-Notizen, 3. Oktober 25, Unity Security Update. Ja, gut. Ist da was Neues in der Mache? Haben die was Neues in der Mache? Ich habe noch nichts mitgekriegt. End Night Games, New Night, weiß ich nicht. Weil dann kommt das wahrscheinlich Fathers of the Forest oder irgend sowas. Knochensuppen erhöht IQ. Der fette Mann schreibt, danke, ich hau mich nieder, schau morgen am Weg in die Arbeit noch, danke Birgbert, der fette Mann, es ist mir ein Fest, wie gesagt, wir machen das ja immer so, ich meine, alle, die meisten wissen ja das, wir spielen mal so bis um 10, Viertel nach 10. Ein Großteil dieser Community ist es einfach seit Jahren, seit einem Jahrzehnt mittlerweile bald gewohnt, dass wir so bis um 10 spielen, meistens ein bisschen länger, und dann sitzen wir uns noch her und labert mal Zeug, wenn's Zeug gibt, über das es zu labern gibt. Und ja, es gibt tatsächlich was zum Labern. Allerdings wird jetzt das einigen wahrscheinlich auch wieder nicht ganz gefallen, weil, oh Gott, jetzt labert er schon wieder von dem Scheiß. Es gibt einiges zu besprechen, was mein Spiel betrifft. Einiges. Wer gar nicht weiß, um was das geht, das erkläre ich jetzt natürlich nicht wieder 4 Stunden lang, aber es geht um Annex. Wenn du mein Spiel ausprobieren möchtest, das ist ein Browser-Game, wie man es vor 20 Jahren kennt hat. Annex.gg. Registrieren, spulen, dann Fragen stellen. Aber was wir mir jetzt halt brauchen, ist eine Woche Annex. Ja, nicht ganz, sondern 1,5 Wochen Annex. Schlüsse daraus ziehen. Was ist gut? Was ist schlecht? Wie geht's mir dabei? Wie ist die Zukunft des Spiels? Man muss das einmal einfach richtig, richtig real erleben und erst dann fange ich an, mir ernstzunehmende Gedanken machen, wie das. Natürlich habe ich es mir anders vorgestellt. Braucht man nicht schmerzen. Und momentan gibt es ja noch gar kein Problem, aber ich kenne mich, in 2-3 Monaten schaut das anders aus. Also jetzt passt es mir Obacht. Wir haben eine Woche lang jetzt das Spiel laufen. Das Spiel ist season-basiert, so wie ich euch das gesagt habe. Ja, es wird wieder Runden gespielt. Wer das Ziel als erstes erreicht, Rundenreset und von vorn. Ich sage dir jetzt was, das ist an und für sich eine gute Idee. Wenn ich da zu zweit, dritt oder viert war und auf eine ganz andere Art und Weise mit einem ganz anderen Pacing an diesem Spiel arbeiten kann. Ich muss mich leider schleichen, der Rest wird nachgeschaut. Guten Abend, Steffi. Spielst du Annex eigentlich? Weiß ich nicht. Es muss sich keiner rechtfertigen, irgendwas. Ich kann das absolut verstehen, wenn man direkt gefragt wird, spielst du mein Spiel so mit und dann ist es unangenehm zu sagen so, nein,
Überhaupt kein Stress. Das ist sehr speziell. Von den fast 500 Registrierten haben uns am mindestens schon 200 am ersten Tag verlassen, weil sie gespannt haben, so mit, ach, das ist sowas. Nee. Und so weiter und so fort. Aber wir haben ja immer noch, Achtung, let me have a look, 343 aktive Spieler. Und mit aktive Spieler meine ich die in die letzten 24 Stunden. Hier, ich mit 4 Accounts. Du, um ganz ehrlich zu sein, aktuell ist mir nur scheißegal, ob du mit 4 Accounts spielst. Das Spiel ist sicher ein massiver Aufwand. Zum Spielen, dass wenn du 4 Accounts spielst, have a great time. Das tust nicht lang. Der Simato schreibt, ich darf jetzt mehr spielen, wenn es in einer App wäre, weil es leichter ist. Das finde ich macht für mich keinen Sinn. Weil die App, es kommt vielleicht irgendwann eine App, die schaut genauso aus, wie wenn du aber dann, wenn du das Spiel jetzt im Browser aufmachst. Das ist nichts anderes. Einloggen, spielen. Das schaut ganz genau aus. Wo kann ich mich registrieren? Annex.gg. Mag bitte irgendeiner, wenn noch einer von den Mods da ist, ich weiß es gerade nicht, jemand die URL einschreiben, HTTPS, ich habe immer noch keinen Bot-Command leider. Was heißt immer noch, das Spiel ist jetzt eine Woche alt. Ja, der Stream buffert wie der Real Player. Wahrscheinlich 4 Accounts mit 4 PCs gleichzeitig Echtzeit. Der Lag ist gerade wieder da, so kurz, wo im Spiel? Ja gut, jetzt wenn es wieder 5000 Leute schwappt, die heute zum ersten Mal von dem Ding hören, dann ist mir das schon klar. Wir werden sehen, lassen wir mich schauen, Spiele, Übersicht, na, haben wir aber gerade keine Aktivierungen, es ist nicht irgendwie... Ja, gut. Lägerei ist eins von vielen Punkten. Wölfchen, Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Da ist der Link zu meinem Spiel. Wer es ausprobieren möchte, hauen Sie rein. So. Um das geht es aber nicht. Es geht um die ersten wirklich ernstzunehmenden und richtig realen Fakten nach 1 bis 1,5 Wochen Annex spielen. Was ist gut? Ich glaube, ich habe es tatsächlich irgendwie zusammengebracht, da ein richtig brauchbares, gutes Fundament an Spiel zum Bauen. Er meint, das Stream laggt. Gegen beides kann ich jetzt nichts machen. Ich glaube, ich habe da ein richtig brauchbares, gutes Fundament eines Spiels hingeschissen. Da klopfe ich mir jetzt einfach mal selber auf die Schulter. Das tue ich wirklich extrem selten, aber da steckt so utopisch viel Arbeit drin, dass dein Schädel zerreißt. Da ist alles, ja nicht alles andere, aber vieles andere, was ich in meinem Leben da habe, Witz dagegen. So. Man kann sich bei der Seiten auch auf den Startbildschirm da, dann ist es fast wie eine App. Na, dann ist es wie eine App. Das macht halt dein Browser auf. Das ist alles, da ist ein einziger Unterschied. Wenn es in Zukunft einmal eine App geben wird, dann schaut die genauso aus wie jetzt. So, ist ja wurscht. So, also ist ja vollkommen egal. Eigenlob stinkt sowieso und der Typ dafür bin ich auch nicht, aber ich glaube, es ist ganz brauchbar. Denn euer Feedback bis jetzt ist eigentlich durchweg positiv, aber es gibt immer, das Spiel ist nie fertig. Das ist einmal das Erste, das habe ich schon sehr oft gesagt, aber natürlich erkenne ich auch selbst die Probleme im Spiel. So nach 3-4 Tagen nach dem Wochenende war der erste grässerne Schwung von Leid weg. So, sagen wir mal so grob 50. Und das war abzusehen, also das ist jetzt nicht so mit, oh, du hast keine Ahnung, aber das war abzusehen. Und die folgenden 3 Tage drauf nochmal. Und ich spiele ja selber jetzt gerade nicht mehr so aktiv und das hat einen Grund. Der Anfang hat so viel Spaß gemacht. Der hat so viel Spaß gemacht, jeder ist einigermaßen gleich. Aber sobald du die zweite Kolonie hast, wirst du somit Rohstoffe zugeschissen und dann ist es eine einzige Klickarbeit. Und dann baust du die zweite Kolonie und anstatt dass die 3., 4., 5. nochmal einen Tag dauert, dass du maximal am Tag eine Kolonie bauen und das ist schon utopisch, sauber zu viel. Rennen halt jetzt nach 1,5 Wochen Leute, lass mich schauen, was hat der Grantlerbord, das glaube ich Rang 1. Lass mich schauen, oh ja, jetzt legt es ein bisschen, das Spiel braucht ein bisschen. Der Grantlerbord hat 29 Kolonien, Alter. Der Spirit Rang 2 hat 24. Der Voldemort hat 35. Und ich sage jetzt gnadenlos, was ist, das sind zwischen 25 und 35 Kolonien innerhalb von 1,5 Wochen und ich sage es gnadenlos, was ist, das sind 30 zu viel. Das sind 35 Kolonien, sind aktuell sind 30 zu viel. Deine 29 Kolonien sind 25 zu viel. Was passiert?
wie erkläre ich das jetzt jemandem, der das Spiel, gut, alles was jetzt kommt, ist für die Leute, die das Spiel nicht interessiert, nix. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich muss drüber reden, weil nun mal das Spiel von meiner Community gespielt wird. Wofür ich übrigens sehr, sehr, sehr dankbar bin. Da sind ein paar Leute dabei, teilweise um 4 Uhr in der Früh sind immer noch 30, 40 Leute online. Und ich sitze da und denke mir, was ist mit euch? Was ist mit euch? Weil es gerade jemand schreibt, das ist sehr schön, dass das jemand anmerkt und vor allem positiv mir sagt. Ich mag es euch auch nicht ständig unter die Nosen reimen, aber ich werde es tun. Der Bayern Kasi schreibt, absolut, es ist so schön ohne Werbung und ohne Kauf mit Knopf zum Spulen. Merci dir, ich hab Spaß. Hey, dann passt's. Mehr wollte ich nicht erreichen, aber es gibt da welche, die suchten richtig hart rein. Und da gibt es ja einige, die haben den Supporter-Button gedrückt. Da gibt es wirklich einige. Das freut mich riesig, dass jemand freiwillig für das Spiel, das ich gemacht habe, Geld zahlt, obwohl er nicht muss. Und auch keine Vorteile hat. Ja, hat ein kleines Icon neben dem Namen. So, gut. Aber Probleme des Spiels. Es gibt 5 Planetentypen, durch die ich die durchzwinge. Und heute, ich glaube, das erste Mal seit über 5 Jahren, oder seit ich mit dem Spiel angefangen habe, habe ich mit mir hergesessen und habe überlegt, warum eigentlich 5 Planeten? Warum habe ich mir damals gedacht, mach 5 Planetentypen mit 5 verschiedenen Primärrohstoffe? Und ich sitze da und denke mir, ich habe keine Ahnung. Das technische System macht also zum Programmieren und so, macht keinen Unterschied mehr, ob es jetzt 5 Planetentypen gibt, 20 oder 3. Das war halt einfach drin und ich denke, ja, machst du doch mal 5. Dann dauert der Grind länger bis zum Plasmaplaneten. Jetzt aber 10 Jahre später frage ich mich, macht das Spiel besser? Nein, tut's nicht. Weißt du, was das tut? Das zirkt einfach nur den Grind gnadenlos in die Länge bis zum 5. Planeten. Weil du dahin musst, weil du den Rohstoff brauchst, damit du das Spiel fertig spielen kannst. Macht das Spiel besser? Macht das Spaß? Bis zu einem gewissen Punkt ja. Aber ich lerne mir jetzt mal aus dem Fenster ab dem Eisplaneten, das der 3. Planet ist, oder ab dem Wüstenplaneten, was der 4. ist, fängt es an, ganz massiv abzubauen. Es ist nichts Neues mehr, wenn ich habe jetzt da mal 18. Kolonie, da muss ich da wieder reingehen und muss wieder das Haupthaus bauen und irgendwann, es fühlt sich nichts mehr wertig an. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Das Spiel ist so schnell dreht, dass ich mir erst gedacht habe, das kann ja nur besser sein, wenn alles auf 2 Minuten fertig ist. Nein, tut's nicht. Nein, tut's einfach nicht, weil sich nichts mehr wertvoll anfühlt. Nach der 2., 3., 4. Kolonie klicke ich mich bloß noch behindert durch meine Kolonien. Ja, was kann ich denn ausbauen? Lager, Rohstoff. Und zwar so, dass mich das Klicken schon nervt. Und dann gingen bei mir halt einfach alle Alarmklicker los und sagen, das Fundament ist schon ganz geil. Aber wahrscheinlich werden Dinge passieren. Erstens, die 5 Planetentypen werden zusammengestrichen auf 3. Es gibt den Erdplaneten, es gibt den Magmaplaneten und den Eisplaneten. Das sind 3 so Planetentypen, die sind so krass unterschiedlich, da kann man sich dann was eindenken. Außerdem ist dann das Spiel noch weiter in Richtung Best of 3. Ja, Steinschere-Papiersystem. Es gibt 3 Truppentypen, es gibt 3 Rohstofftypen, es gibt 3 Primärrohstofftypen, dann nur noch und nicht 5. Es gibt 3 Planetentypen und so weiter und so fort. Es soll viel, also wirklich, so als Gebäude bauen und so weiter, das soll nicht recht viel langsamer gehen. Das mag ich schon so. Wenn jemand aktiv spielt, dann soll der auch was haben davon. Aber, und du sollst auch relativ früh auf den nächsten Planeten kommen. Das Kernproblem ist, auf dem anderen Planeten ändert sich nichts. Es ist alles das Gleiche. Das ist am Anfang noch nicht schlimm. Du hast der erste, 2. Kolonie. Das ist, geil, ja, jetzt kann ich parallel bauen. Da finde ich, da ist noch alles cool. Aber sobald die 3., 4., 5., 6. kommt und das vor allem so schnell, teilweise haben nach 2 Tagen Leute 6 Kolonien gehabt. Da habe ich mir gedacht, Moment mal. Früher hat es eine Woche gedauert, bis du überhaupt deine 2. gekriegt hast. Ich glaube, das ist nicht gut. Und genau das passiert jetzt gerade. Und was wir da brauchen, auf dem Weg von Erdplanet nach Magmaplanet nach Eisplanet, ich würde gerne aufbrechen, dass ihr euch zwingt, du musst erst auf den Magmaplaneten und dann auf den Eisplaneten. Und dann auf den Sonnenplaneten und dann auf den Plasmaplaneten. Jeder normale Mensch sagt,
Wieso kann ich nicht klar auf dem Plasmaplaneten? Und genau das ist so ein Grundproblem, das jetzt ausgemerzt werden muss. Ich klicke mich bloß noch dumm durch meine Kolonien. Kann ich da hier, bau das Gebäude, ja, bau das Gebäude. Oh, wann das fertig wird, ist mir scheißegal. Das wird schon irgendwann fertig. In 2 Stunden schaue ich rein und klick wieder durch. Ja, das macht keinen Spaß. Brauchen wir nicht rundherum schmerzen. Aber dieses System, es gibt Ideen, wie wir das aufbrechen. Und zwar, auf dem Erdplaneten schickst du deinen Extraktor herum, um Rohstoffe zu sammeln. Das ist so die erste Mechanik, die du einfach regelmäßig, irgendwas musst regelmäßig tun. Irgendwas musst du tun. Man soll weniger Kolonien haben, dafür sind Kolonien einzeln stärker. Und zwar so stark, wie es jetzt gerade sind. Das sage ich freiwillig, wie es ist, so stark und so schnell sich eine einzelne Kolonie aufbaut, klang die überall hin. Das einzige Problem ist diese Expansion in die Breite. Und noch eine Kolonie, und noch eine Kolonie, und noch eine Kolonie. Das macht überhaupt keinen Sinn, macht keinen Spaß. Kosten dafür her, eventuell sogar irgendwie maximal einschränken, vielleicht sogar. Und die 5 Planeten auf 3 kürzen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, auf dem Erdplaneten sammelst du die Rohstoffe mit dem Extraktor, die schickst du zu dem Fädel und die fahren wieder heim. Auf dem Magma-Planeten ist der Extraktor nicht einsatzbereit. Der geht doch nicht, der ist doch kaputt. Da brauchen wir irgendwas, um auf eine völlig andere Art und Weise diese Rohstoffe zu machen. Also Silikat, das ist der rote Primärrohstoff, der nicht automatisch generiert wird, aber für den du was tun musst. Und da habe ich also eine Idee gehabt. Expeditionen. Und jetzt checkt nur jemand, der das Spiel schon gespielt hat, von was ich jetzt gleich rede. Ja? Bei Expeditionen, die laufen schon relativ ähnlich wie der Extraktor. Ich meine, natürlich drückst du immer bloß irgendeinen behinderten Knopf, das ist schon klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man einfach andere Dinge als Ressourcen hinzuzieht. Nämlich zum Beispiel Truppen. Dann baust du Truppen und dann schickst du Truppen auf eine Expedition. Das ist auch nicht mehr wie die Truppe und so viel oder so viel. Schick's los. Dann laufen die und nach 30 Minuten, sagen wir einfach mal so, kommt ein Event. Irgendein random Event, der auf dem Planeten passieren kann. Irgendetwas, keine Ahnung. Und dann musst du wieder aktiv werden natürlich. Ich möchte ja, dass du aktiv im Spiel bist. Nach einer halben Stunde kommst du her, Expedition oder die Expedition, die ist auf ein Event gestoßen. Erst einmal ist dann schon spannend, was ist denn für uns? Hoffe ich zumindest, so meine Idee in meinem Kopf. Und dann heißt es zum Beispiel, du hast Glück gehabt, wir haben da bloß, was weiß ich, das ziehe ich mir jetzt ein bisschen aus Pillars of Eternity, wer das Spiel kennt. Da kommen auch so Text-Adventures mit Events halt. Da steht zum Beispiel dort, Mr. Mountain Chef, ich wollte es nicht erwähnen, weil ich glaube, dass das keiner spielt. Kennt jemand Fallout Shelter? Fangen wir doch einmal so. Und zwar exakt so. Bloß vielleicht ein bisschen besser. Was heißt besser? Ich weiß nicht, ich Fallout Shelter habe ich das jetzt mir gespielt, was rausgekommen ist. Aber ja, da habe ich die Idee auch so ein bisschen her. So ein bisschen zusammengeklappt von allem. Pillars of Eternity ist das so, Fallout Shelter ist ein gutes Beispiel. Und da kannst du deine Menschheit zusammenweihen und dann schickst du die auf Expeditionen und je länger das laufen, immer wieder passieren Sachen. Und dann musst du eine Entscheidung treffen, zum Beispiel, scheiße, der Expedition ist jetzt da auf einen Storbruch gestoßen, was tust. Und dann gibt es Auswahlsachen, Storhaufen wegmachen, Storhaufen wegbomben, das. Und dann gibt es so kleine Wahrscheinlichkeiten, ob das klappt oder nicht klappt, ob deine Leute Schaden kriegen oder nicht und so weiter und so fort. Das wird der ganze, währenddessen die Leute, also deine Truppen auf Expedition sind, wird das mitgespeichert, wie viel Leben das die noch haben und so weiter und so fort. Und wenn das erfolgreich ist, dann geht es entweder weiter oder sie finden halt dann so einen Rohstoff. Den kriegst du dann und dann kannst du entscheiden, so, zurückkehren, dann laufen sie einfach heim, das dauert wieder so, einfach eine Viertelstunde oder so, und dann hast du den Rohstoff daheim. Oder du gehst all in und schickst das nochmal weiter. Und je länger dass die unterwegs sind und je mehr Etappen und Events du kriegst, desto krasser werden die Events und desto schwächer werden deine Leute. Und wenn auf der Expedition deine Truppen, die du geschickt hast, verrecken, haben Rohstoffe weg, die Truppen weg und alles andere weg. Wenn sie aber heimkommen,
nehmen sie halt die Rohstoffe mit, die sie gesammelt haben. Das kann auch alles sein. Ja? Man muss ja dann nicht bloß die Primärrohstoffe farmen, aber das ist einmal der Hauptgrund. Man kriegt XP dadurch, man ist ja aktiv, man kriegt eventuell die Rohstoffe, wenn sie heimkommen. Vielleicht finden sie, da kommt irgendein Event, keine Ahnung. Ey, da hast 100 Titan. Ja, jetzt hast aber du in deiner Expedition bloß eine Tragekapazität von 100, weil du bloß die Einheit und die Einheit mitgenommen hast. Und so weiter und so fort. Es ist schwierig jetzt zu mir erklären. Ja, da drin ist alles absolut klar, wie das funktionieren muss, aber zu mir erklären ist schwer. Oder wie bei dem Hero Dispatcher, je nachdem, welche Truppen entsprechen, was man wählen muss. Und genau das ist so, das sind dann so Details. Macht's einen Unterschied, welche Truppe ich schicke? Ich finde schon. Dann muss ich vorher schon nachdenken, ich schicke 3 Space Marines. Oder bloß 1. Oder ich schicke 10 Space Marines. Umso weiter komme ich. Also der Einsatz ist natürlich teuer. Du musst es ja so sehen, auf dem Erdplaneten aktuell, oder aktuell im ganzen Spiel, sagen wir es mal so, haben die Extraktoren, du musst die erforschen, du musst die bauen, dann musst du das losschicken, das kostet Treibstoff, dann sammeln die da eine Zeit, fahren heim, du hast den Rohstoff da. Das war's. Und kriegst ein bisschen XP dafür. Dann musst du ihn wieder losschicken, das kostet wieder Rohstoffe, das dauert ein wenig, fahrt heim, das war's. Bei den Expeditionen muss so eine Expedition natürlich auch was kosten. Ja? Und zwar Truppen. Die musst du vorher produzieren. Und nicht bloß eine, sondern, was weiß ich, man kann dann, ist die Frage, ob man die Expeditionen an ein eigenes Gebäude knüpft. Dass zum Beispiel in der Rohstofffabrik ist der Extraktor ist nicht einsatzfähig. Du drückst in den Tab ein auf dem Magma-Planeten, Extraktor kann man nicht bauen, da ist 2, Alter. Geht nicht. Da müssen wir irgendwie unsere Truppen durchschicken. Dann eröffnet sich sozusagen auf dem 2. Planeten, wenn das erste Nein passiert. Ich habe eine 2. Kolonie, cool, das fühlt sich ja immer noch cool an. Und was noch dazu kommt, ist, mit Wasserstoff vom Erdplaneten kann ich ein Expeditionsgebäude auf dem Magma-Planeten bauen. Dann haben wir einmal die Primärrohstoffe noch einen anderen Sinn als bloß Kolonien zum Bauen. Und dann baust du da das Expeditionsgebäude. Das hat auch wieder 30 Stufen oder vielleicht auch einmal bloß 10, weil es ein Special-Gebäude ist und mit jeder Stufe kannst du mehrere Truppen losschicken. Am Anfang eine, dann Stufe 2, 2, 3, 4, 5 und immer so weiter. Und je mehr Truppen du da reinputterst, desto weiter kommst du natürlich auch. Weißt du, da platzt mir jetzt der Schädel, das müsste die alles sauber niederschreiben und so. Das tue ich ja mit Sicherheit irgendwann, weil diese Expeditionen-Idee, die gefällt mir richtig gut. So. Was haltet ihr davon? Vor allem die Leute, die das Spiel schon seit einer Woche spielen wie die Behinderten. Das Wolfram schreibt, nice Idee. Das höre ich schon mit gern. Oder wie bei dem Hero Display. Ja, ist auch so in diese Richtung. Es gibt halt dann zum Beispiel auf dem Magma-Planeten spawnen halt dann keine Rohstoffe mehr auf der Map. Braucht's halt da dann nicht. Vielleicht spawnen da dann andere Sachen. Vielleicht einfach Steine, auf denen du keine Kolonien bauen kannst. Oder irgend sowas. Das ist einmal vollkommen wurscht. Aber ich will eine andere Spielmechanik, die sich anders anfühlt, belohnend natürlich auch anfühlt, die auch so ein bisschen High Risk, High Reward, geh ich nur einen weiter oder nicht, ich weiß nicht, dann kriege ich aber 6 Rohstoffe oder 8 oder halt vollgasnarisch viele Rohstoffe. Aber wenn ich nur weitergehe und es passiert das eine Event, das wir schon mal gehabt haben, dann haben wir halt alle gefickt. Weißt du, wie man? Also ein bisschen so ein Zufallsfaktor drin ist, da kann man sich mal ärgern, da kann man sich auch mal sauber gefreien, etc. Magst du öfter so Viecher auch einbauen, die Expeditionen stören oder die Truppen kaputt machen? Das ist ja verständlich, um das geht's ja, das ist ein Event. Das musst du dir vorstellen, du wählst 5 Truppen aus, schickst los, dann hast du wieder bloß, wie in einem Browser-Game das halt üblich ist, einen bescheuerten Timer. Mit deinem Expeditionstrupp, was für Truppen das drin ist, wir haben die gerade beieinander, ihre Lebenspunkte, ihren Schaden, einen Typschaden. Ja. Und nach 30 Minuten zum Beispiel passiert ein Event. Da lauter tickt der Timer oben, es schaut optisch oder so aus, als hätten die vielleicht so gehen von links nach rechts. Und nach 30 Minuten ist der Timer abgelaufen und dann musst du wieder aktiv werden. Du kannst nicht einfach alles automatisch laufen lassen. Dann ist kein Spiel nicht. Und dann steht dort zum Beispiel, Timer ist abgelaufen, du kriegst ein Event, einen zufälligen Event. Und der Event kann natürlich auch sein, du hast einen Scheißdreck gefunden, da haben keine Rohstoffe,
Aber was gefunden hast, die Einheimischen hast aufgeschreckt. Und dann haben halt da NPC-Truppen. Und dann kannst du, das muss dann ganz simpel funktionieren, weil sonst wird es narrisch irgendwann, einfach zur Auswahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Entscheidungen, die prozentual mit Wahrscheinlichkeiten halt Sachen auslösen. Schieß auf das Viech, lauf davor, keine Ahnung, so ins Detail mag ich da jetzt nicht gehen, aber das ist zum Beispiel ein Event. Natürlich, ja, du kriegst keinen Rohstoff nicht, fick dich, aber 5 Alien-Viecher sind jetzt da. Was machst du? Gehst nach Hause oder los das? Wir waren nur eine Rohstoffnahrung für die Expeditionen. Ach so meinst. Also nochmal ein zusätzlich, ich mag ja eher weniger Rohstoffe haben anstatt mehr. Ja, je mehr Rohstoffklump, das wir in dem Spiel haben, desto komplexer und schwieriger zum Balancen wird's. Wenn, dann macht man es ganz einfach so, es gibt diese 3 verschiedenen Rohstoffe, Grundrohstoffe, es gibt, und du musst ja vorher Truppen bauen. Die kosten ja was. Und die kosten ungefähr genauso viel wie der Extraktor und wenn der ab und zu mal ein bisschen umeinander fährt. Vor allem, wenn du dann 2 Truppen einsteckst, 3 Truppen einsteckst, 4 Truppen einsteckst, dann wird es ein bisschen deiner. Aber mit 3, 4 Truppen bringst du auch halt 2 oder 3 Rohstoffe, also halt auch mehrere Rohstoffe heim. Ja, je höher der Einsatz, desto größer der Reward. Und dann muss man sich ein bisschen nachdenken und so weiter und so fort. Und das ist auch wieder ein schönes modulares System zum Start. Moment. Mitzi lässt sie nicht nehmen. Die hat sie jetzt gerade. Können eine Katzen auch Tieren aufmachen? Ich muss Katzen rauslassen, weil sonst randaliert man die da herin. Weißt du, was die Mistmatz tut? Die springt auf das und nur auf das Regal. Da hinterm Schreibtisch auf, wo meine Warhammer-Figuren umstehen. Und dann schaut es mich so. Ich möchte seit einer halben Stunde aussehen. Wenn der General Castus seinen Kopf seine Arme halten soll, mach die Balkontür auf. Miau, miau, Motherfucker. Komm gleich wieder. Look at me, I am the Warhammer now. Genau so läuft's. So, jetzt pass auf. Muss ich da dann permanent online sein bei dem Event? Nein, musst nicht. Permanent online sein, also wie soll ich sagen, musst du ja beim Extraktor theoretisch auch. Du schickst deinen Extraktor los, der fährt, ist je nach Streck natürlich und nach Tech-Bauten und was weiß ich, unterwegs, kommt irgendwann heim, du hast den Rohstoff und da bleibt er stehen, bis du wieder einloggst. Und das Prinzip hinter den Expeditionen ist genau das gleiche, bloß dass du halt, die Expedition läuft, lore-technisch und Geschichte läuft an einen Punkt hin, den musst du nicht mehr ausweichen. Du schickst die Expedition einfach los, so, verpisst euch, geht's in die Richtung, such Rohstoffe. Such, was finden kannst. Ja, du musst dann nicht auf der Map anklicken oder so, sondern einfach Expedition starten. Nimm mal, keine Ahnung, nimm einen Space Marine, mehr kann ich noch nicht schicken, Expedition starten. Dann muss es fast so sein, dass das erste Event, das so nach einer halben Stunde ungefähr kommt, dass das ein Rohstoff ist. Du schickst eine Truppe hier, kriegst du einen Rohstoff, passt. Und dann höre ich nämlich die Leute schon wieder jammern, die ersten Events sind immer irgendwelche voll die krassen Encounter und jetzt sterben meine Truppen. Und wenn du den Rohstoff hast nach einer halben Stunde, der ist dann da, dann kannst du sagen, so, komm wieder nach Hause, dann wird der Rohstoff nach Hause geliefert, da kann ja nichts mehr passieren. Oder, naja, gehen wir nochmal weiter. Blub. Und dann dauert der nächste Schritt halt nicht mehr eine halbe Stunde, nicht mehr ganz sogar, sondern eine Viertelstunde. Nach einer Viertelstunde kriegst du wieder ein Event hergeschissen und der kann dann alles sein. Noch mehr Rohstoff, einfach for free, geil. Wir haben halt einfach einen Rohstoff gestolpert, nehm ich, blub. Oder halt eben, oh shit, jetzt haben wir in irgendwelche Alien-Viecher eingelaufen. Was machen wir jetzt? Fliehen gibt's nicht, dann ist es ja langweilig, ja. Entweder du gehst das Risiko ein, du kannst auch nicht mittendrin, so, dann jetzt 8 Aliens, ja, ich gebe dir heim, tschüss. Da feiert sie nichts.
Der Marcel schreibt, und vielleicht auch noch irgendwie so zu den Expeditionen, man braucht so und so viel Nahrung, um zu überleben oder irgendwie sowas, hoffentlich, du weißt, ich weiß, was du meinst. Die Expedition muss was kosten. Aber das tut jetzt automatisch, indem dass du Truppen brauchst. Du musst vorher diese Truppen bauen und dann, damit du es auswählen kannst und auf die Expeditionen zum Schicken. Und jeder Truppentyp, wir haben es schon in 3 Kategorien unterteilt, Infanterie, Fahrzeug, Flugzeug. Genauso sind übrigens die Alien-Viecher unterteilt, die haben auch jeweils 3 Typen, Infanterie, Fahrzeuge und Flugzeug. Schauen halt bloß nicht so ganz so aus. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und auf die triffst du halt. Ja, triffst zum Beispiel, was weißt du nie, auf so ein Alien-Flugviech zufällig. Ja, hast du Glück, wenn du mit einem Marine unterwegs bist. Hast aber verdammtes Pech, wenn du mit einem Fahrzeug unterwegs bist. Weil die das Ding einfach in 1000 Stückerl fegelt, so wie es im normalen Kampfsystem auch ist. Und. Aber ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist. Items entwickeln für bestimmte Gegner. Das ist dann Schritt 2. Ein Itemsystem, dass man dieser Expedition noch bestimmte Dinge mitgeben kann, das stärker macht unterwegs und. Das kann man dann aufbrechen und aufbauen ohne Ende. Dann aber Truppenkosten höher machen, sind dafür jetzt zu billig. Finde ich nicht. Was zahlst du denn im Schnitt für einen Extraktor, der von A nach B fährt? 200, 300 Wasserstoff und eine Truppe kostet 100, 300. Wenn es geskillt ist, 75, 200, glaube ich. Und du schickst ja nicht bloß, wenn du eine Truppe schickst, dann kommst du halt nicht weit. Das ist, du kannst da reinbuttern, so viel wie du willst. Weißt du, wie ich meine? Und dann hast du nicht bloß eine Truppe, die du da hinschickst, sondern halt 10. Und die haben sehr wohl sehr teuer für so eine Expedition. Aber du hast nicht ganz unrecht. Ich finde auch, dass Truppen billig sind. Es ist aber so schwierig zum Balancen, weil ganz am Anfang fühlen sie die Truppen an, als wären Schweine teuer. Aber wenn deine Kolonie mal ausgebaut ist, ja, dein Lager auf 30, deine Rohstofffabrik auf 30, deine Waffenfabrik auf 15 bis 25, deine Kaserne auf 15 bis 25, dann kosten Truppen gar nichts mehr. Das spürst du gar nicht mehr. Außer du baust halt permanent und verlierst das permanent. Dann tut's richtig weh. Der M815 schreibt, okay, Lurk Squad muss ins Bett, geliktes Gute Nacht und viel Spaß mit einem Geschmerz. Merci dir, Herr Hockmannick. Oh, das war der falsche Stopp, das war der M8, sage ich zu dir. Herr Hockmannick, fliehen, da die schon einbauen, aber dann musst du halt Rohstoffe wegschmeißen, dass du schneller laufen kannst. Ja genau, dann muss fliehen was kosten. Du kannst jetzt, oh shit, den ich will nicht her, das weiß ich. Dann drückst du einfach auf Fliehen und sie kommen heim dann wo waren wir, in Etappe 2, 30 Minuten, Viertelstunde, dann dauert es eine Dreiviertelstunde, bis du heim sind. So in etwa. Und wenn du die Entscheidung triffst, ich fliehe, dann ist grundlegend, wenn du fliehst, verlierst du 50% von allem, was du bis dahin gesammelt hast. Aber mindestens 1. Das heißt, du gehst in die erste Etappe, oh geil, ich habe ein Silikat gefunden, das nehmen wir mit, ich gehe weiter, shit, jetzt kommt da gerade das Mistviech, fuck, fliehen, dann verliere ich den Rohstoff und fahre wieder nach Hause. Und da, um dieses ganze Expeditionspaket, da kann man Technologien einbauen, dass deine Truppen, dass das nicht eine halbe Stunde dauert bis zur ersten Etappe, sondern man das immer kürzer macht, dann dauert es halt bloß noch 20 Minuten. Dann, dass Wahrscheinlichkeiten bei den Events grundsätzlich 1% einfacher sind, 2% einfacher sind, 3% einfacher sind und so weiter. Da kann man dann eskalieren bis in die Unendlichkeit. Aber ich möchte gern diese Mechanik mal in seinem Grundzustand flexibel einbauen, schauen, was passiert und dann sukzessive erweitern. Mehr Events, mehr verschiedene Events, weil irgendwann kommen alle auswendig, mehr verschiedene Events, alles, was uns einfällt. Netzwerkexpeditionen habe ich gerade gesehen. Hört sich auch interessant an. Wie war es eigentlich mit Handelsrouten? Herr Spirit! Nee. So viel mal zu den Expeditionen, damit ihr wisst, was in meinem Kopf los ist. Wenn ich drüber nachdenke, ist jetzt das gut, wie es da ist, oder ist es nicht. Da kürzen wir oben die 2 Planeten weg. Ja, braucht es nicht mehr. Wir machen die breite Expansion auf dem gleichen Planeten teurer. Viel teurer. Dass ihr eine Kolonie richtig wertig wieder anfühlt. Es muss alles durch die Bank. Gebäudeausbauten,
alles ein kleiner Ticken langsamer sein. Die Bewegungsgeschwindigkeiten, kleiner Ticken langsamer. Gebäudeausbauzeiten, kleiner Ticken langsamer. Technologienzeiten nochmal ein bisschen generell rebalancen und ein bisschen länger dauern lassen. Es hat sich cool angefühlt, dass das alles ziemlich schnell geht, aber das bringt ein Problem mit sich. Leute, die viel Zeit haben und richtig hart Bock haben, die sitzen Tag und Nacht davor. Die fahren die Leute, die vielleicht sie bloß am Tag, ich sage jetzt einmal, und ich sage bewusst bloß 5-mal bis 10-mal einloggen, dermaßen davon, dass es nicht mehr feierlich ist. Und wenn alles ein wenig langsamer ist, dann ist der Progress-Vorsprung auf 2-3 Tage auch nicht ganz so krass, wie er momentan ist. Also es geht alles sauber schnell. Die Runden ist in 2 Wochen wahrscheinlich gar. Bin ich mir sicher. Es ist sauber schnell. Und das kriegen wir auf die Schnelle aber auch nicht hin. Das soll, ich mag auch nicht stumpf einfach nur, ja, das Gebäude hat jetzt 5 Minuten gedauert, jetzt drehen wir auf eine Stunde. Ja, das ist auch kacke. Einfach alles so, dass alles ein bisschen 25% länger dauert. Also wirklich alles. Gebäudeausbau, Raketengeschwindigkeit, Truppengeschwindigkeit, Truppenproduziergeschwindigkeit, Gebäudeausbau, alles. Überall, wo ein Timer dort steht, das muss 20-30% langsamer gehen. All over. Flat. Zweite Idee, weil wir gerade bei Handelsrouten waren. Das ist eine allgemeine Gebäudeidee, das ändert jetzt das Spiel nicht komplett, aber ich glaube, dass es eine nette Idee ist, um das Spiel flexibler zu gestalten. Momentan ist man auf seine Planetentypen, ich bin auf meinem Erdplaneten und da bin ich ziemlich eingesperrt. Ja, ich kann meine Truppen natürlich nicht auf einen anderen Planeten schicken. Was das für Schwachsinn. Das geht einem wie auch. Bei den Raketen kann man drüber nachdenken, aber das ist optisch schwierig darzustellen, dass du deine Raketen von Planet zu Planet schickst. Dann siehst du das nicht mehr auf der Map fliegen und gar nichts. Fühlt sich komisch an, gefällt mir nicht. Da habe ich eine Idee. Stargates. Da hat mir eine Spezie draufgebracht. Und warum ich da eine Spezie draufbringen muss, in einem Sci-Fi-Spiel auf Stargates zum kommen, weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich so offensichtlich, dass ich, wie soll ich sagen, einfach nicht drüber nachgedacht habe. Und jetzt passen Sie auf. Stargates. Stargate gehört jetzt Amazon. Unterlassungsklaus raus. Ja. Da hat mich nicht wundern, ja, Amazon. Stargate, jetzt bin ich auch wieder wach. Sterntore, kleine schwarze Löcher innerhalb der Kolonie. Und zwar folgendes: Du hast im Prinzip von deiner allgemeinen Stärke, du hast zum Beispiel 10 Kolonien jetzt gerade auf dem Erdplaneten, aber bloß 2 auf dem Magmaplaneten. Was hilft dir das? Dass du 10 Kolonien auf dem Erdplaneten hast? Fucking nothing. Null. Du kannst die Truppen da nicht umschicken, du kannst keine Raketen umschicken, du kannst da hinten keine Raketen abfangen, nichts davon. Da kommt das Stargate ins Spiel. Komplett neues Gebäude und eigentlich auch ein ziemlich simples Gebäude. Du baust das Gebäude dahin, das ist ein kleines Wurmloch. Oder ein Star oder wie auch immer das nennen, oder nehmen wir das Teleportationsgerät, das ist mir scheißegal. So. Und sobald eine Kolonie das auf dem Erdplaneten und eine Kolonie auf einem anderen Planeten hat, kannst du zwischen den 2 Stargates Dinge instant hin und her schicken. Und ich meine wirklich instant. Du kannst Truppen in die Kolonie auf dem anderen Planeten schicken, instant. Aber natürlich dann mit einem Cooldown. Ja, du schickst es so einmal weg, fuck, jetzt kann ich, ist eine halbe Stunde lang, hat das Stargate keine Energie, kann ich nichts durchschicken. Und da drin kann ich alles durchschicken. Ich meine wirklich alles, außer Rohstoffe, für das gibt es einen Transport. Und selbst da bin ich am Überlegen, ob es den Transport von Planet zu Planet braucht oder ob man den Transport nur planetar lässt. Weißt du, wie man? Momentan kann man ja vom Erdplanet zum Magmaplanet einen Exotransport schicken von A nach B. Wir beschränken den wieder auf, was ist das schon? Auf nur planetar. Dafür brauchst du ein Stargate. Und dieses Stargate funktioniert dann so, du kannst da Truppen durchschicken, instant, aber halt nur einmal. Lässt man dann vielleicht mit Technologien weiter ausbauen, dann kannst du das 2-mal machen oder du hast Slots, die einen Cooldown haben, wie auch immer. Ah, fuck, ich brauche jetzt auf meinem Magma-Planeten in der kleinen Kolonie, brauche ich ein paar Truppen, weil ich gerade angegriffen werde. Ich bin eigentlich voll stark, weil ich habe schon 10 Kolonien auf meinem Erdplaneten, aber die helfen meinen Scheißdreck auf meinem Magma-Planeten. Das ist Dreck. Tja, nicht mit dem Stargate. Dann nimmst du irgendeine Kolonie, die hat ein Stargate und das Stargate kann man relativ früh bauen.
und schickst halt einfach einmal 10 Truppen in diese Kolonie als Unterstützung. Und zwar so. Und auf einmal sind die da. Dein Gegner schickt einen Scout, er scoutet dich, oh, da ist nichts daheim, da kann man was holen, schickt seine fette Armee, du weißt natürlich nicht, was kommt, aber wahrscheinlich kommt beim zweiten Angriff mehr, dann schickst du einfach vom Erdplaneten einmal 10 Verteidigertruppen instant, bevor der Angriff da ist, in die kleine Kolonie und los geht's. Stargate einfach viereckig machen, völlig originelle Idee. Nimm es einfach Starktagon. Nein, das ist ein Krampf. Wir hätten auch noch Platz in unserem Netzwerk, ihr Zipfchen. Ihr versteht auf was ich hinaus will. Du kannst mit einem Stargate zwischen 2 Kolonien Exogate, weil Exotransport. Exogate. Ja, das nehmen wir. Exogate hört sich gut an. Naja. Wurscht, wenn wir das nennen. Von mir aus nennen wir es Manfred. Ist egal. Um die Erklärung geht's. Und du kannst da zwischen 2 Kolonien rumschicken, was du willst. Du kannst die Truppen der Kolonie zuweisen. Du kannst einer anderen, auf einem anderen Planeten. Du kannst die Truppen als Unterstützung in der Kolonie platzieren. Aber halt natürlich nur, also die Truppen überschreiben und das andere, es ist ein Wurmloch-Tetraeder. Du bist wirklich der größte Depp, der umeinander rennt. Nein, aber ein Stargate mit einem Cooldown machen, sonst ist es OP. Ja, Half-Life ist ja sowieso klar. Du kannst ja nicht jederzeit alles hin und her schicken, sofort, wie du lustig bist, das ist schon klar. Du benutzt, sagen wir mal, du hast 10 Kolonien, alle 10 haben jetzt ein Stargate. 9 davon haben auf dem Erdplaneten, 1 davon ist auf dem Magma-Planeten. Du benutzt in Kolonie 1 auf dem Erdplaneten ein Stargate und schickst eine Einheit durch. Eine Einheit in die Magma-Planeten-Kolonie. Dann kriegt das Stargate in der Startkolonie und in der Zielkolonie einen Cooldown. Halbe die Stunde meinetwegen oder eine ganze Stunde. Das darf dann richtig lang dauern, weil wenn du das hernimmst, dann denk drüber nach, bevor du das hernimmst. Und fertig. Da kannst du Truppen durchschicken, du kannst Flak-Munition durchschicken, du kannst Rohstoffe durchschicken, du kannst... Was haben wir noch? Du kannst Raketen durchschicken, also lagernde Raketen von dem einen Raketensilo in das andere Raketensilo. Alles natürlich nur, wenn die Zielkolonie Platz hat dafür. Du kannst jetzt doch nicht einfach, ja, ich habe jetzt da 300 Truppen in meiner ersten starken Kolonie und die schicke ich jetzt halt alle in die zweite Mini-Kolonie da oben auf. Das geht nicht. Die kannst du nicht überschreiben. Ja, es ist nicht genug Munition da. Ich schicke die Rohstoffe instant da oben. Ist nicht genug Lager da. Ich schicke die Flak-Munition da oben. Ist nicht genug Lager da. Geht's nicht. Weißt du, wie ich meine? Und so bist du Vollgas flexibel im Sachen hin und her schieben. Man muss da überlegen, nimm ich das Stargate jetzt her, jetzt greift mich gerade keiner an. Ich weiß, dass das Ding hat dann eine Stunde Cooldown oder noch länger, weil das eine ziemlich heftige Mechanik ist. Dann hast du 3 Stunden Cooldown auf das Stargate und hast dann keine Supportmöglichkeit in den nächsten 3 Stunden. Ja, schick einmal durch. 5 Minuten dauert's, zack. Glory Hole, schon jemand gesagt. Glory Hole ist wirklich, interstellares Glory Hole ist wirklich... Oh mein Gott, Leute, wie lange kennen wir uns jetzt? Oh, lecker Exo-Glory Hole, Alter. Der Spirit schreibt, genau, und dann kommt das Geile, weil dann musst du pro Dorf nur einmal die Techs fahren und schickst dann das gute Zeug umeinander. Das finde ich nicht. Weil die Sachen in der Zielkolonie keinen Platz nicht haben, wenn die nicht auch ausgebaut ist. Du kannst dann natürlich nicht davor mit deinen 8000 Rohstoffe da schicken. Wenn die in die kleine Kolonie nicht reinpassen, haben die Rohstoffe weg. Du kannst nicht da in der einer Kolonie die übelst fette Waffenfabrik haben und 20 Truppen und dann stellst du die mal schnell in die andere Kolonie um. Das geht nicht. Da muss schon Munition verfügbar sein auf der anderen Seite. Da muss Lagerkapazität frei sein. Da muss die Flak-Munition muss Platz haben, etc. Und das Stargate darf
Ja, aber komplett Tech-Infanterie zum Beispiel. Nein, Moment einmal. Also so, ja, natürlich. Also natürlich, wenn ich, ist einmal die Frage, ob man Truppen als Support instant da hinten platzieren kann, das war vielleicht ein bisschen heftig. Aber dass man Rohstoffe durchschicken kann, Flakmunition durchschicken kann, Raketen durchschicken kann und vielleicht Truppen instant nur überschreiben kann. Nicht als Unterstützung da platzieren und dann einfach wieder heim teleportieren. Das geht nicht. Wenn, dann werden die Truppen in die neue Kolonie überschrieben. Dann kehren die Truppen nicht mehr der alten starken Kolonie, sondern der neuen. Und da haben keine Techs drin. Die übernehmen dann die Technologien von der Kolonie, wo es sind. Aber du kriegst halt deine Truppen von A nach B. Und hast halt dann 3 Stunden Cooldown. Supermassiv Annexo Glory Hall nur für Supporter. Transportkosten in Form von Random-Verlust. Heidi. Aber, oh, nein, ihr jammert jetzt schon fake nur. Na. Birger, ich habe vor mir 75% von meinem Zeug, das ich durchgeschickt habe, verloren. Na. Na. Gebäudetemplate im Blade-Schmerz? Mag ich es wissen überhaupt? Du bist so ein behinderter Vollidiot. Was ist denn das? Das ist aus Lego. Wer singen möchte, geht ins Discord. Fickt euch mit einem Scheiß, ihr Trottel. Ja. Aber, so. Ich glaube, wir müssen da mal einen extra Stream machen und da müssen wir wahrscheinlich auf Twitch gehen, weil den mag ich auf YouTube nicht haben, wo ich mich wirklich nur mal da stundenlang her sitze mit euch und wir unterhalten uns über ganz speziell einzelne Sachen. Es ist noch so viel zum Tun in dem Spiel, was ihr gar nicht mitkriegt. Verwaltungszeug, mein Admin-Zeug, dass E-Mails technisch anständig verschickt werden. Ich brauche globale Abmeldeseiten für Sachen, weil sonst wieder irgendjemand umeinander jammert. Technisch haben sehr viele Dinge nicht auf dem Verbesserungswürdig. Heute Nachmittag habe ich zum Beispiel das Raketensilo ein bisschen angeschaut, habe da einmal ein bisschen reingewurstelt, habe festgestellt, Alter, das ist ein dermaßen ein zusammengeschussener Haufen Scheiße und habe da ein wenig umeinander gewürstelt. Gestern haben wir eine wichtige Funktion eingebaut, dass die Leute nicht mehr mit 2000-Punkte-Kolonien auf 100-Punkte-Kolonien schießen können. Das war eine der besten Neuerungen überhaupt im ganzen Spiel, das sage ich dir, was es ist, weil ich lang nach einem Noob-Schutz gesucht habe, wie wir das regeln und gleichzeitig nach einer Catch-up-Funktion für niedrigere Kolonien etc. Aber, damit ihr mal gehört habt, was so meine Ideen sind, mit Abstand am besten gefällt mir die Idee mit den Expeditionen. Aber das ist ein sehr umfangreiches Modul im Spiel. Plus die Planeten wegschneiden. Die zwei Rohstoffe mal vorerst auskommentieren. Die können irgendwann in Jahren, wenn wir es einmal brauchen, können die ja wieder zurückkommen, der Sandplanet und der Plasmaplanet und so weiter. Da die 2 NPCs, die dazukommen, die haben alle da, die werden ausblendet, die sieht man nicht, es geht auf 3 Planeten weiter. Wir kommen ja auf diese ganzen Ideen. Also jetzt passt mir auf. In dieser Woche ist mir sehr schnell bewusst worden, ich werde alle 5 Minuten für jeden Scheißdreck markiert. Ich führe ab sofort eine Regel ein, wer mich im Annex-Schmerz markiert und mir irgendeine dumm-dämliche Scheißfrage stellt, die keine Sau interessiert, fliegt aus dem Channel raus. Ich möchte nur eine Markierung haben, wenn jemand einen Fehler gefunden hat. Zum Beispiel, ich krieg da ständig in mein Lager einen Wasserstoff. Was ist da los? Irgendwas stimmt da nicht. Was haben wir noch gehabt? Das Munition bauen Flakmunition bauen hat Truppenmunition gekostet, währenddessen es im Bau war. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das war die krasseste Überraschung überhaupt. Da habe ich mir gedacht, hä? Wie kann das sein? Kruzifix. It is what it is. Und genau, bitte markiert es mir im Discord nur inklusive Name, wenn ihr wirklich einen Fehler gefunden habt und nicht wegen jedem Scheißdreck. Das war gut. Weil jeden Tag, wenn ich Discord aufmache, ab frühen Nachmittag, verdrehe erst mal eine Viertelstunde Augen. So, so viel dazu. Und dann ist mir in der Woche also ein bisschen bewusst worden, so wie mir ich das vorgestellt habe, wird das nicht funktionieren. Das kannst du vergessen. Da brauche ich den Noren, der am Projekt mitmacht oder am besten eigentlich 5.
Und auf das habe ich auch keinen Bock. Darum, die erste Runde ist jetzt 1,5 Wochen alt. Das macht nur Spaß und so weiter, aber jetzt wird schon langsam sehr klar und deutlicher sichtbar, das ist ja ganz schön ein Grind. Bis wir da durch sind, ständig das Gleiche machen und so weiter, ich glaube nicht. Und da braucht ja keiner was anderes sagen oder das irgendwie schön reden. Auch ich nicht, ich schon gleich dreimal nicht. In der zweiten Runde ist nicht einmal mehr die Hälfte von euch da. Und das ist absolut legit. Da bin ich, und ich weiß warum, weil ich auch keinen Bock mehr hätte. Sagen wir es, wie es ist. So. Ich glaube, das sagt dir keiner, wenn irgendwer zu viel Wasserstoff bekommt. Doch, das haben wir schon gesagt. Du brauchst ein Ticketsystem mit Mail-Anbindung, ja genau. Damit ich dann Nachrichten kriege, wie, wo ist in der Quest gestanden? In jeder zweiten Quest steht, mach das und melde dich dann bei mir. Dann schreiben mir Leute Ingame-Nachrichten, hallo, ich melde mich hier. Da bin ich wirklich da gesessen und man denkt, jetzt haben alle einen Verstand verloren. Oder? So. Auf was will ich hinaus? Wenn die Runden gar ist, gibt es sofort die zweite Runde, wie wir das auch besprochen haben. Aber ich fürchte, dass sich dann etwas einpendeln werden muss. Die zweite Runde wird, bis gewonnen wird. Ja, also die geht ganz normal dahin. Wer als erster gewonnen hat, der hat es gewonnen. Und das kommt dann in die Hall of Fame und so. Aber die läuft bis in die Unendlichkeit weiter. Warum? Ich sitze jeden Tag da 10, 12 Stunden da, alle 5 Minuten labert mir irgendjemand anderer mit irgendeinem sinnlosen Scheiß voll. Der Chat ist eine Vollkatastrophe. Seid's mir nicht besser, aber was ihr in dem Chat für eine Rotze schreibt Tag und Nacht, ist wirklich... Da sitzen Leute, die schauen euch zu und lachen euch aus. Ich möchte es einfach nur gesagt haben. Nicht ich. Ich schmunzel drüber und denke mir, ja mei, ich kenne euch Affen ja, aber da sitzen Leute drin, die euch auslachen. Und sie denken, Alter, was ist mit euch? Was ist denn mit euch eigentlich? Und das nicht auf lustige Art. Ich meine es nur gut. Ich meine es nur gut. Muss vielleicht auch mal irgendwann... Wenn sie dann um 3 in der Früh drüber unterhalten, ich sitze daneben und denke mir, Alter, fangt zu schmusen, was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch, Alter? Ist das anders als im Stream-Chat? Ja. Ja. Ja, ist. Also das ist teilweise so zum Fremdschauen, dass ich mir denke, Alter, jetzt... Aber gut, ist einmal vollkommen wurscht. So, Folgendes wird dann passieren. Ich kenne ja mich auch besser, als ihr mich kennt. Irgendwann birge ich ab. Das, wenn auf dem Level bleibt, wie in dieser Woche jetzt, gib ich mir nur 2 Monate. 2 Monate und dann schalte ich das Ding aus und sage, du kannst mir am Arsch lecken, Alter. Und das mache ich aber auch nicht. Wenn ich das wieder liegen lasse und nicht irgendwo online läuft und so weiter, dann liegt das wieder 5 Jahre umeinander und irgendwann kreist dann wieder aus, wurschtelt umeinander und Pimmel hier, Pimmel da. Wir lassen das laufen und NX wird vorerst für eine ganze Zeit ein Community-Event. Einmal im Jahr. Vielleicht 2-mal im Jahr. So oft, wie ich heute lustig bin. Und währenddessen die zweite Runde unendlich, da hat jemand gewonnen und dann läuft es bis in die Unendlichkeit. Dann haben erstens die Leute, was zum Dahindüdeln, die nicht auf Rundensieg spielen, sondern einfach vielleicht ab und zu mehr einloggen, ein bisschen was bauen, ein bisschen spielen, ein bisschen beschäftigen, passt schon. Die haben was davon. Und das Allerwichtigste ist, ich muss nicht jeden Tag da sitzen und mich 35 Mal markieren lassen von irgendwelchen Leuten, die eine dümmere Frage nach der anderen stellen. Es sind auch viele gute Fragen dabei, versteht das nicht falsch. Aber es ist auch so viel Bullshit dabei, dass man denkt, Alter, lass mich endlich in Ruhe, weil ich ausrast. So, jetzt habe ich gewusst, dass das kommt übrigens. Das ist jetzt nicht ich hätte ja Dinge kennen, du Trottel. Ich sehe schon ein paar Leute daheim sitzen, die sich das Ding. Aber irgendwie muss man das machen, dass mir weiterhin Spaß macht und dass ich nicht abbiege und dass euch Spaß macht. Und das geht nur, oder ginge nur, wenn ich von Runde zu Runde eine sichere Major-Mechanik einbaue, wie jetzt zum Beispiel die Expeditionen. So eine Runde dauert aber bloß 4 Wochen und das kannst du vergessen, dass ich das auf 4 Wochen fertig kriege. Ich darf schon auf 4 Wochen fertig kriegen. Ich glaube sogar ziemlich leicht eine erste Version, eine Grundversion, die man dann nochmal 2 Wochen Liebe gibt und noch mehr erweitert, eine erste Grundversion davon, da die wahrscheinlich leicht ins Spiel einbringen innerhalb von 4 Wochen, bis die nächste Runde noch geht. Dann ist diese Sache nicht getestet anständig, dann ist die Sache so halbscheirig fertig, etc., etc., etc. So. Darum, der Traum, der geht in Erfüllung, das kann ich mir aus dem Kopf schlagen, dass ich während einer Runde, während einer Season
eine neue Mechanik bringe, sodass sie die nächste Runden genügend anders anfühlt, damit jeder, der gerade die Runden gespielt hat, sagt, war voll geil und jetzt nochmal. Das wird nicht passieren, sagen wir es, wie es ist. Der Spirit schreibt, boah, Lex Seasons confirmed. Im Prinzip ja. Aber die dauern halt Welten länger, als ich mir das gewünscht hätte. Das ist halt nicht möglich. Es passiert dann Folgendes. Runde 2 wird beendet, jemand hat gewonnen und dann versuche ich Abstand zu gewinnen von dem Spiel. Ich sage es jetzt gnadenlos, wie es ist. Und zwar so, ich bin natürlich da, wenn gnadenlose Fehler da sind, dann fixe ich das. Aber ich sitze nicht jeden Tag da und programmiere da rein wie ein geistig Gestörter. Das mache ich phasenweise. Das mache ich in allen Dingen in meinem Leben schon so mit phasenweise. So, jetzt habe ich Bock und dann wird voll reingedroschen, dann gibt es nichts anderes. Und dann, wenn ich so weit bin, bis zum, schau her, also zusammengebracht, passt und dann habe ich keinen Bock mehr. Und das wird auch hier kommen, wieder, bin ich mir sicher. Jetzt natürlich noch nicht, das ist alles noch ganz frisch, aber spätestens in der zweiten Runde sehe ich mich da sitzen und denke mir so, oh Gott, und jetzt die dritte Runde. Und eigentlich muss in der dritten Runde schon wieder eine neue Idee haben und. Wir ziehen das in die Länge. Und zwar ziemlich in die Länge. Also das wird jetzt einigen nicht gefallen, aber das hilft nicht, weil es anders nicht geht. Ich brauche mich nicht anlegen, ich brauche euch nicht anlegen. Dann lasse ich das einfach mal ein paar Wochen, Monat liegen. Angenommen, Runde 1 ist jetzt gar Anfang Februar, so in 2 Wochen. Starten wir, ein paar Tage ist dann Pause, dann startet die zweite Runde. Die dauert wieder. Ich passe natürlich einen Haufen Sachen an, damit alles ein bisschen langsamer geht, so wie wir das auch besprochen haben. Und dann ist die Runde meinetwegen so Ende Februar, Anfang März hat jemand gewonnen, aber dann wird nicht resettet, sondern dann läuft das Spiel einfach weiter. Wer spielen will, kann das tun. Wer einen Supporter-Account kaufen möchte, weil er sich denkt, das ist geil, das beschäftigt mich, der kann das tun. Spiel ist online, du kannst dich jederzeit einloggen, jederzeit registrieren und einfach weiterspielen, aber halt nicht auf Rundensieg. Da haben dann weit weniger Leute unterwegs. Noch spätestens 4 Wochen haben wahrscheinlich nur im Schnitt 2, 3 Leute online. Ist auch nicht schlimm, das ist gewollt so. Aber ich kann mich ein bisschen davon distanzieren und mal wieder was anderes tun in meinem Leben. Und dann wird das laufen, wie zum Beispiel letztes Jahr. Da habe ich im Mai, Juni, Juli volle Kanone in das Spiel Zeit investiert. Und dann habe ich irgendwann abgebaut. Dann habe ich gedacht, weißt du was, ich habe noch keinen Zeitdruck, nicht, passt schon, loslegen, bis du wieder Bock hast. Und so im September, nach der Sommerpause, hat das wieder angefangen. Da habe ich dann nicht so viel Zeit gehabt, weil Jahresmerch und Videos und was weiß ich was alles. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt machst du ein Jahresmerch, mach das Video dazu und wenn du dann fertig bist, sitzt du wieder an NXI. Voll Bock, habe den ganzen Oktober, den ganzen November bis Mitte Dezember wieder reingesuchtet wie ein Behinderter, um auf den Stand zu kommen, wie wir jetzt ausschauen. Und so wird es wieder laufen. So, wie es ist. Sagen wir mal, die zweite Runde, die ist gewonnen, dann läuft es Ewigkeiten dahin, dann tue ich erst einmal 1 Monat, 2 Monate, vielleicht 3 Monate. Kann auch passieren. Einfach nix. Ich bin natürlich da. Wenn was kaputt ist, kann man mir anschreiben, hey, Alter, da ist anscheinend irgendwas kaputt. Ich glaube zwar nicht, dass wenn nur 5 Leute online sind, die irgendwelche Hardcore-Fehler finden, die wir jetzt in der letzten Woche nicht gefunden haben. Aber egal, es kann ja immer mal was sein. Aber ich tue nicht aktiv die ganze Zeit hinten nachher, als da es nichts anderes geben. Ist das einigermaßen verständlich, was ich gerade sagen will? Weil, sonst glaube ich, wenn man mir da eine Runde nach der anderen, eine nach der anderen, ich sag's wie es ist, spätestens wenn in 5 Wochen die dritte Runde noch gehen soll, dann haben keine 10% von euch mehr da, die Bock haben. Weil ich nicht schnell genug mit neuen Sachen hinterherkomme und ihr euch abspielt. Und zwar gnadenlos abspielt. So, und jetzt ist dasselbe Spiel nochmal. Ja, ich glaube nicht. Ich war ja genau der gleiche. Das ist ja okay so, solange der Bock bleibt. Das war mir, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich das, so wie wir es jetzt gerade machen, dass ich das 2020 schon gemacht hätte und so weit gekommen war und diese Entscheidung trifft, so, das machen wir jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal Hardcore-saisonal. Ja. Einmal, 2-mal im Jahr mache ich dann da eine Werbung dafür. Je mehr Leute mitmachen, desto cooler wird es. Es gibt neue Features, das und das. Das wird jetzt Runde 3. Das wird eine richtige Competitive-Runden. Nach dieser Competitive-Runden kommt sofort die nächste Runden, aber gediegen. Ja, der Erste, der gewinnt, nach wie vor, super toll, aber dann bleibt die Runde bestehen bis in alle Ewigkeit. Und bis ich wieder Bock habe, dann mache ich, ohne dass es ihr wahrscheinlich mitkriegt, außer die Leute, die immer noch im Spiel dann drin sind, aber das sind dann nicht mehr viel. Das war auch vorher so. Baue irgendwas ein, auf was ich Bock habe und so weiter und so fort. Und dann krempelt man das Spiel über die Jahre, das ist anders leider nicht zum Sagen, das ist echt lang, aber es ist halt so,
immer weiter, immer weiter. Und ich wünschte, das hätte ich seit 2020 da. Was meinst du, wie das Spiel ausschauen hat, wenn ich dieses Prozedere seit 5 Jahren so betreiben hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sowas wie Seasons bei diversen AAA-Spielen nur halt alle 6 bis 12 Monate. Richtig. Richtiger Haarfloh. Richtig. Ich verstehe es, wenn es auf Krampf ist, wird es ein Krampf. Mache ich das jetzt auf Krampf? Ich glaube, ich mache es mir selber auf Krampf. Es ist so, ich kann keine Ruhe. Das ist wie wenn du was zwischen du am Gaumen hast und irgendjemand sagt, du darfst nicht mit der Zunge hin tun. Wenn ich weiß, da ist irgendwas noch nicht fertig und das gehört noch gemacht und so, dann kann ich keine Ruhe nicht geben. Und wenn da permanent Leute haben, im Chat überall wie Sachen gefragt und kann man nicht das und kann man nicht das und keine Ahnung, kann man nur das. Du stupst immer wieder mein Hirn an, ist das eine gute Idee und dann bringst du mir was anderes, weil das war geil. Und dann denke ich so, und in meinem Kopf ist alles nur unfertig. In meinem Kopf ist das Spiel ein unfertiger Haufen Scheißdreck. Und das macht mir, das weiß ich, in 2-3 Monaten kannst du mir dann einliefern lassen. Was meinst du, was geht, wenn es das nicht komplett allein machen darfst? Ja, du glaubst aber wirklich nicht. Ich wüsste halt 2 Personen, mit denen ich das machen darf, aber die mengen nicht so. Außerdem sind andere Personen nicht so finanziell uninteressiert, wie ich bin. Ja, du kannst dann einen Programmierer her sitzen, der richtig Ahnung hat und dann ihm sagen so, ja, kriegst wie, was Stundenlohn ist, Psuffe. Und Satz mir nicht best, leider aus der Community, nein. Nein, nochmal nein und nochmal nein. Bau nicht zu viel rein, sondern lass erst mal ein wenig laufen, zu viel ist auch nichts. Das ist richtig, das muss natürlich immer schön die Balance halten mit neuen Sachen dazu, alte Sachen raus, ist das scheiße, dann muss man vielleicht auch mal so gnadenlos hergehen und sagen, diese Mechanik ist Dreck, lösch's. Auch wenn es einen Haufen Arbeit kostet, das hilft ja nicht. Was meinst du, was geht halt, wenn es nicht komplett allein macht? Ja, ist ja klar. Natürlich ist das ist ja klar. Ich bin aus monetärer Sicht, kann man ja auch mal sagen, also einige haben sich einen Supporter-Account gekauft und ich sage mal, wenn das einmal im Jahr, maximal 2-mal im Jahr, eine Runden passiert, wo Leute kommen und sich so einen Supporter-Account kaufen, dann ist der Server deckt, alle Kosten, die mit dem Spiel zum Tor haben, die sind gedeckt und zwar mindestens bis nächstes Jahr. Aber es bleibt halt nichts übrig. Auf die Art und Weise bleibt halt nichts übrig und mir ist das egal. Mir ist das egal. Und genau das, was der Marcel schreibt, ist genau der Grund, warum ich nicht einmal auf die Idee komme, aus der Community irgendjemanden zu fragen. Ich darf sofort mitmachen, aber das kann ich halt leider nicht. Genau das ist der Grund, warum ich mir das nicht antue, Community-Leute zu fragen. Das ist, theoretisch muss man entweder, nur dazu, dann habe ich nicht bloß euch, die mich jeden Tag markieren, das geht nicht, sondern dann habe ich quasi einen Mitarbeiter, um den ich mich kümmern muss, was viele andere Dinge wieder ausbremst. Einer mehrer bringt nicht viel. Sag ich jetzt, wie es ist. Einer mehrer bringt. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche einen UI-Designer, einen Programmierer und einen Concept Artist. Ich brauche ungefähr, dass es ein Team aus 4 Leuten ist. Ungefähr. Das ist unbezahlbar. Ja, da muss das Spiel im Monat 10.000, das kann gar nicht. Da muss das Spiel im Monat 15.000, 20.000 Euro umsetzen. Dann kann man über ein Team von 4 Leuten nachdenken. Aber so viel dazu, da haben wir sehr weit entfernt davon. Und wenn das Ding 10.000, 20.000 Euro im Monat abwerfen darf, dann darf ich jetzt nicht da sitzen, das garantiert auch. Wir kennen dich, du uns aber nicht. Ja, der Flogger hat es verstanden. Ich habe ins Bett genommen an Triple F Mods und bis Mika habe dritte Herr Bernie ebenfalls. Es ist schon wieder 20 noch. Ey, ich würde kämpfen, fick die doch. Kruzifix, ja. Also gut, wir haben es ist halt eine Minusgeschichte. Ja, die Minusgeschichte wird es immer bleiben. Ich mache das nicht wegen dem Geld. Das ist, was das kommt. Irgendwann, wenn ich einmal fertig bin, ja, weil das läuft halt mit. Aber ein Geld verdienen, ins Plus kommen, tue ich mit dem Ding nie. Das wird nie passieren. Um das geht es auch gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es soll sich jetzt wenigstens selber tragen und wenn dann im Jahr mal ein paar 100 Euro hängen bleiben für mich, dann glaube ich, ist mir keiner Base. Und wir reden mal wirklich, wenn es so bleibt wie jetzt, und da habe ich auch kein Problem damit. Dann ist es ein Spiel für unsere Community. Egal, dann ist es ein Community-Event für euren. Tipptopp. Da haben nicht alle Spaß damit, aber ein Teil. Wunderbar. Dann war es wenigstens für das gut. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen.
Aber das war mir jetzt einmal wichtig, da ein paar so Sachen zum sagen. So, und jetzt ist aber Ruhe, Kruzifix, was sonst rede ich bis um 2 in der Früh. Hashtag nasses Trockenfleisch. Ihr Schänder. So. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Öhrchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Green Hell ist grandios. Wir singen unseren Mika mit Raft Community Zock. Dann bin ich gespannt, was das Spiel kann und dann habe ich so ein bisschen, ich sag's jetzt vorweg, jetzt ist der harte Kern oder da, ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, dass wir Raft dann nicht mehr recht oft singen werden. Das müsste mich schon gewaltig vom Hocker hauen, um ehrlich zu sein. Selbst bei 30k hockt der Bürger halb noch da. Für 30.000 Euro im Monat hocke ich nicht mehr da, das garantiere ich. Ja, ich hocke vielleicht schon in einem Stream, aber sicher nicht da in Landau. Ganz bestimmt nicht in diesem Land. Und bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, gehen wir lieber ins Bett. Gehen wir bis Mittwoch, 20 Uhr, sehen wir uns wieder. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften, vielen Dank für die Resubs und Donations. Nun packen Sie Ihre Sachen und verpissen Sie sich ins Bett. So schaut's aus. Gute Nacht, finally, warum nicht das Steinschere-Papiersystem ums Obi-Hörnchen erweitern? Was? Warum habe ich das jetzt eigentlich gelesen? Egal! Glory Hole Stargates incoming, meine Damen und Herren. Bis Mittwoch. Merci fürs Zuschauen, haut euch rein, gute Nacht. Hi! Passt, nicht mit Hand. So. Sagen wir halt vielleicht einmal Cornblades beim Ausschalten. Nein, ich sage einfach nichts, ist einfach nur dumm.